Endlich wieder gemeinsam in einem Raum. Die letzten Fachtage, für die, die sich daran erinnern, haben virtuell stattgefunden. Eigentlich seit der Pandemie haben wir uns nur online gesehen, um uns auszutauschen zum Thema Mehrsprachigkeit, um Bündnisse zu knüpfen und das Thema Mehrsprachigkeit in die Bildungslandschaft, in die Kulturlandschaft zu tragen, um stark mit einer Stimme zu sprechen. Und nun endlich sind wir wieder an einem Ort. Wir können zusammen essen, sogar zweimal. Wir werden enorm viel plaudern. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass es mit der Technik ein bisschen nach hinten gerückt ist, weil ich habe gemerkt, was ihr auch für ein Bedürfnis habt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Viele von euch haben sich noch nie selber gesehen, habe ich das Gefühl. Und umso mehr freue ich mich, dass ich auch wieder moderieren darf, so wie die letzten Jahre online. Und ich weiß gar nicht, ein einziges Mal auch analog. Ne? Ich freue mich, ich werde viele von euch heute noch umarmen und wir werden einen wunderbaren Fachtag haben, der heute, und deshalb freue ich mich besonders, die Vielfalt der Sprachen auf die Agenda gesetzt hat. Und anders als bei den anderen Fachtagen haben wir in den Fokus genommen die Bibliotheken. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass mich das besonders freut. Würde Wunder sein, wenn es nicht so wäre, aber es war eigentlich ein Traum von mir und auch von Remziye, dass wir mal das Thema Bibliotheken auf die Agenda setzen. Und ich würde gerne mal mit einer Frage heute starten. Wer von euch ist hier im Auftrag oder der Mission der Verwaltung, also Senatsverwaltung, Bezirksverwaltung? Einmal ein Handzeichen. Okay. Ich würde gerne ein paar Worte sagen zu denjenigen, die diesen Fachtag hier immer verantworten. Jekmal e.V. ist wie immer mit dabei und die Volkshochschule Pankow hat uns den Raum zur Verfügung gestellt und auch viele Räume zur Verfügung gestellt, die wir heute nutzen können. Und auch viele Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek in Pankow haben hier mitgewirkt. Aber die Hauptlast lag auf jeden Fall bei Remziye und Jekmal und dem BFA-Netzwerk. Wir haben eine Schirmherrschaft für diesen Fachtag. Eigentlich auch schon, seitdem ich diesen Fachtag besuche, oder? Katarzyna, eigentlich bist du schon immer die Schirmherrin, oder? Von Anfang an, auch vorher, als du in Pankow warst. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist und du bekommst auch gleich von mir das Wort. Ich würde gern aber noch auf eine Kooperation besonders eingehen und das ist BFAN. Ohne BFAN, dem Berliner Netzwerk, dem Fachnetzwerk für Mehrsprachigkeit und Bildung, wäre das hier nicht möglich. Und ohne das Engagement der vielen Kolleginnen dort, die oft weit über das hinaus arbeiten, was sie eigentlich sollten und mit einem hohen Engagement sich für Mehrsprachigkeit seit sehr, sehr vielen Jahren organisieren, wäre das hier alles nicht möglich. Und ich fände jetzt einen guten Moment, um mal zu gucken, ob ihr klatschen könnt. Danke an BFAN. Aber der Dank gilt natürlich auch den Mamis in Movimiento, dem Sprachcafé Polnisch, Source d'Espoir, Kopkultur, Migrantas e.V., das ist auch eine Partnerin, wo ich mich sehr freue, dass ich euch jetzt hier wiedersehen darf, Elea, Archive, EUNIC, Berlin, Institut Français und Bibliothek aus Wien. Die Kollegin ist online dazugeschaltet und nimmt nachher auch an einem Workshop teil und wird nachher aus ihrer Arbeit in Wien berichten. Das heißt, heute haben wir sehr unterschiedliche Facetten, auch in den Workshops, und ich bin nachher auf die Auswertung sehr gespannt. Wir starten in den Tag. Ich habe versucht, 5 Minuten wieder rauszuholen. Ich glaube, ich habe es auch geschafft und würde jetzt Leon bitten, mit einem kurzen Video zu starten und dann seht ihr auch schon, wie gut ihr hören könnt. Und könnt dann entscheiden, dementsprechend weiter nach vorne zu kommen. Hallo, mit diesem Video möchten wir Ihnen das BFAN-Netzwerk vorstellen. Das BFAN-Netzwerk ist ein berlinweites Fachnetzwerk im Bereich Mehrsprachigkeit und Bildung. Wir setzen uns aktiv ein für die Förderung von Mehrsprachigkeit, für Partizipation und Teilhabe von Migrantenorganisationen. Wir sagen Bildung für alle. Bei uns sind 23 Migrantenorganisationen Mitglied und einige dieser Organisationen werden sich auch in diesem Video vorstellen.
Hallo, ich heiße Günay Dırcı. Ich bin die Geschäftsführerin von Yekmal e.V., Verein der Eltern aus Kurdistan in Deutschland e.V., setzt sich seit Jahren für die Mehrsprachigkeit in Familien und in dieser Gesellschaft ein. Wir sind auch Träger von BFAN. Also BFAN ist eine sehr starke Vernetzung von Migranten-Selbstorganisationen und wir sind froh, dass wir Träger von so einer Vernetzung haben. Hola, somos Mamis en Movimiento, una asociación que trabaja por el multilingüismo y la participación igualitaria de los migrantes en la sociedad alemana. Con BFAN nos sentimos más conectados y más unidos en Berlín. Ich bin Agatha Koch, die Vorsitzende des Sprachcafé Polnisch. Hier entstehen Begegnungen durch Sprache, Kultur, Kommunikation. Sei dabei! Членство в мережі БФАН зміцнює нас інституційно, професійно та політично. Разом ми стаємо більш впливовим голосом на підтримку мігрантських перспектив у Берліні. Визнання та підтримка рідної мови є ключем до зміцнення ідентичності та успішного багатомов'я. БФАН діє через спільноту. Für das Spiti ist Mehrsprachigkeit auf Griechisch Polyglossia ein wertvolles Geschenk, das wir lebendig halten möchten. Mit BFAN können wir uns stärker für dieses Ziel einsetzen. Die Yekmal Akademie für Sprache, Bildung und Forschung setzt sich für die Förderung eines lebendigen, demokratischen Miteinanders ein, mit einem besonderen Fokus auf Mehrsprachigkeit. In Familien, Kitas, Schulen und im gesellschaftlichen Alltag. Mit dem BFAN-Netzwerk sind wir stärker. Weg und Weg macht Bildungsarbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen aus der arabischen Welt. Und vom BFAN-Netzwerk lernen wir ganz viel von anderen Vereinen. Wir sind der AFEP e.V., nämlich der Afrikanische Elternverein Berlin-Brandenburg. Wir begleiten afrikanische Familien durch Angebote in Bildung, Kultur und sozialer Unterstützung. Mit BFAN-Netzwerk sind wir Teil einer starken und solidarischen Gemeinschaft. Wir sind aus Sprachcafé Vietnamesisch. Eine Elterninitiative. Mit BFAN sind wir gut vernetzt. Wir e.V. und Box 66 sind von Anfang an dabei. Gemeinsam engagieren wir uns für die Mehrsprachigkeit. Многоязычие. Wielojażyczność. Wir sind die Hellenische Gemeinde Berlin und repräsentieren ca. 20.000 Griechinnen und Griechen in Berlin. Mit der Hilfe von BFAN setzen wir uns für die griechische Sprache und Mehrsprachigkeit an Berliner Schulen ein. Hi, ich heiße Rachel Mangali, ich bin die Geschäftsführerin des Vereins Sustespoir e.V. Wir sind mit BFAN vernetzt, weil BFAN uns den Raum gibt, unsere Mehrsprachigkeit als Ressourcen zu sehen. Danke, dass wir den Weg gemeinsam gehen dürfen. Wir sind Kopkultur e.V. und arbeiten an kreativen Projekten, die Menschen, Natur und Kulturen in Berlin zusammenbringen. Wir forschen, erproben und entdecken und das mehrsprachig und interdisziplinär, weil Vielfalt für uns wichtig ist. BFAN stärkt unsere Vernetzung und ermöglicht den Austausch und Zusammenarbeit zu wichtigen Themen. Bonjour, mon nom c'est Florian Zissou de FOPDA-FAO. Nous sommes une association qui travaillons à Berlin et pratiquons particulièrement ici à Pankow. Nous nous trouvons actuellement à la bibliothèque am Wasserturm et nous faisons du conseil clientèle pour les migrants. Nous sommes contents d'être là pour servir nos frères et sœurs migrants en Allemagne. Merci, danke, wir sind VPDA-FAO und wir freuen uns, euch Mitbürger zu dienen hier in Berlin-Brandenburg. Vielen Dank. Wenn Sie sich für die Themen Mehrsprachigkeit und Bildung interessieren und sich aktiv für die Förderung von Mehrsprachigkeit einsetzen möchten, dann seien Sie Teil von unserem Netzwerk. Wir freuen uns auf weitere Mitstreiterinnen. Günay, die Bühne gehört dir. Ich freue mich, dass du den Eröffnungsvortrag heute hältst und etwas zu der Arbeit von Yekmal sagst. Bitte. Schönen guten Morgen, Beyan Ibash. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Es ist mir eine große Freude,
Sie heute im Namen von Yekmal e.V. zum 11. berlinweiten Fachtag willkommen zu heißen. Es ist uns eine große Ehre, Sie heute hier bei uns zu haben. Gestatten Sie mir zu Beginn ein paar Worte über Yekmal e.V. zu sagen. Seit seiner Gründung setzt sich unser Verein für Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ein. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die enge Zusammenarbeit von Eltern mit Kitas, Schulen und Bibliotheken. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung mehrsprachiger Bildung, Elternbildung, Familienunterstützung und individuelle Begleitung gehören bis heute zu unseren Kernaufgaben. Als zivilgesellschaftliche und migrantische Selbstorganisation engagieren wir uns außer Erdem für politische Mitbestimmung, für den Aufbau von Gemeinschaft und Unterstützungssystem, für die Bekämpfung von Diskriminierung und für die Förderung von Gleichberechtigung. Wir verstehen uns als Brückenbauer und Dialogförderer in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir alle wissen, unsere Gegenwart ist leider geprägt von einem zunehmenden Rechtsdruck. Gerade deshalb zeigt sich, wie unverzichtbar die Rolle der Gesellschaft ist. Sie bildet neben Staat und Markt die dritte Säule unserer Demokratie. Und sie trägt entscheidend dazu bei, Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt zu sichern. Ein besonderes Beispiel für gelingendes zivilgesellschaftliches Engagement ist das BEFAN-Netzwerk. Es ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und umfasst heute 24 Migrantenorganisationen. BEFAN bietet Raum für Fachaustausch. Es bringt seine Expertise in politische Gremien ein und es fungiert als Schnittstelle sowie Ansprechpartner für die Verwaltung. Dass BEFAN heute zahlreiche Anfragen erhält und als anerkanntes Fachnetz wahrgenommen wird, ist ein klares Zeichen. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Darauf können wir stolz sein. Ebenso möchte ich die Rolle der Bibliotheken hervorheben. Sie sind offene und niederschwellige Orte, die allen Menschen Zugang zu Bildung und Information ermöglichen. Darüber hinaus sind sie Räume antirassistischer Bildung und sie sind demokratiefördernde Orte, die Integration und Teilhabe aktiv unterstützen. Dieser Fachtag ist besondererweise bedeutsam, weil er zivilgesellschaftliche Akteure, Migrantenorganisationen, Bibliotheken und Verwaltung zusammenbringt. Damit schaffen wir einen Raum für Austausch, für Kooperation und für gemeinsames Lernen über institutionelle und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken bei der Stadtbibliothek für die Förderung dieses Fachtages, für die langjährige tolle Zusammenarbeit mit dem BEFAN-Netzwerk und für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei der Volkshochschule Pankow für die Bereitstellung dieser schönen Räume. Und bei Katharina Niewiczial, die die Schirmherrschaft für diesen 11. Fachtag übernommen hat, für die kontinuierliche Unterstützung. Ganz besonders bei meiner Kollegin Remziye Uykun, die BEFAN mit großem Engagement koordiniert und diesen
11. Fachtag mit viel Herzblut vorbereitet hat und durchführt. Bei den Mitgliedern und der Steuerungsrunde des Netzwerks. Ohne eure Zusammenarbeit wäre BFAN nicht das, was es heute ist. Lassen Sie uns diesen Tag nutzen, um miteinander ins Gespräch kommen, neue Impulse mitzunehmen und unsere Zusammenarbeit weiter zu stärken. Herzlichen Dank. Es geht mir immer sehr warm runter, wenn ich höre, wie ihr über die Bibliotheken sprecht. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, oder Jeva? Das fühlt sich gut an, so wahrgenommen zu werden, als ein Raum, der es geschafft hat, sich in die Stadtgesellschaft zu öffnen. Und ich freue mich auch, wenn wir als antirassistischer Raum wahrgenommen werden, auch wenn wir alle wissen, dass das ein langer Weg ist, wirklich so ein Raum zu werden und wir auch daran täglich üben dürfen, dass es uns gelingt. Und beim Üben hat uns viele Jahre, auch in Pankow, jemand unterstützt, und zwar Katharina Niewitschau, die bei uns Integrationsbeauftragte war. Ich habe sie so kennengelernt, dass sie in Pankow Integrationsbeauftragte war und die uns teilweise an die Hand genommen hat und uns geholfen hat, bei diesem Prozess uns diversitätsorientiert zu öffnen und auch in die Stadtgesellschaft stark hineinzuwirken. Und du siehst es hat sich gelohnt, uns an die Hand zu nehmen. Und ich freue mich ganz besonders jedes Jahr, wir sehen uns sonst ja nur manchmal auf der Straße, zufällig, ne, wenn ich ein Stück spaziere und an deinem Büro vorbeikomme. Und das hier ist ein Treffpunkt, der immer eigentlich ganz sicher ist. Deswegen werde ich diese Moderation noch weitermachen, weil ich das schätze, dich zu treffen. Begrüßt unsere Integrationsbeauftragte des Landes Berlins. Guten Tag erstmal an alle. Ich fühle mich tatsächlich immer etwas, einerseits überwältigt und dann ist mir dieser ganze Lob und dieser Rückblick natürlich ein bisschen auch unangenehm, weil man blickt gemeinsam mit Ihnen auch in diesen Räumlichkeiten auf die Vergangenheit. Und umso schöner ist es tatsächlich, alle hier zu sehen. Wir haben eine neue Beauftragte hier in Pankow. Ich grüße dich ganz herzlich, Korosan. Wir haben inzwischen auch ganz viele Institutionen, die heute hier vertreten sind. Die wurden ja schon vorgestellt. Und vor allem haben wir die wahnsinnig vielen Gesichter der verschiedenen Organisationen, die hier aktiv sind. Und das ist tatsächlich der Verdienst der letzten 10 Jahre und der gemeinsamen Arbeit, nicht nur in Pankow, sondern ich würde fast sagen in Berlin, dass der Fokus so stark auf diese Förderung der Zivilgesellschaft, der migrantischen Zivilgesellschaft liegt, aber eben auf Vernetzung. Wir blicken tatsächlich gemeinsam auf in die Zukunft, aber vor allem auch in die Vergangenheit. Ich habe als Beauftragte, wir haben heute das Jahr 2025, sehr stark versuchen wir die Bilanz zu ziehen, was eigentlich in den letzten 10 Jahren passiert ist. Sie erinnern sich, 2015 Sommer der Migration, aber Sie haben vollkommen recht, es fing natürlich auch früher an. Ich selbst war tatsächlich also schon davor Integrationsbeauftragte. Und ganz häufig werde ich auch von der Wissenschaft damit konfrontiert, dass sie sagen, naja, das war ein goldenes Zeitalter. Goldenes Zeitalter, wenn es darum geht, die Willkommenskultur hier zu pflegen, die relativ wirtschaftliche Stabilität, eine offene und liberale Gesellschaft. Und wir merken ja alle, dass diese Zeiten nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und das wird Ihnen wahrscheinlich genauso gehen wie mir, dass wir schon uns auch immer die Frage stellen, was heißt das für heute? Was heißt das strategisch für unsere gemeinsame Arbeit? Was heißt das für Sie als Organisationen? Und wie geht es eigentlich weiter? Für mich sind vor allem 2 Dinge wichtig und die werden einfach hier so gespiegelt, wie man sich das eigentlich nicht besser vorstellen kann.
Das eine ist, wenn wir wissen, dass der Wind uns ins Gesicht bläht, weil die Akzeptanz für Migration schwindet, weil der Diskurs in der Gesellschaft rüde ist und eigentlich auch menschenverachtend, dann hilft eigentlich zum einen, sich sehr stark darauf zu fokussieren, die Strukturen, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, zu bewahren. Und das Zweite ist, unsere Bündnisfähigkeit, die Allianzen, die wir aufgebaut haben, auch weiterhin aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und warum sage ich, dass dieser Ort für mich so bildlich dafür steht? Weil wir, und das sehen wir hinten auf diesen Flyern, und für mich sind das eigentlich diese beiden, eine Institution wie die Bibliotheken, ein Ort mitten in jedem Bezirk und eine, ich mache jetzt symbolisch, ja, Migrantenorganisation, gemeinsam einen Fachtag gestalten, sich über Themen austauschen, eine wahnsinnige Offenheit der staatlichen Institutionen und gleichzeitig eben auch eine sehr proaktive, auf Augenhöhe ausgerichtete Rolle der Migrantenorganisationen, wenn es darum geht, nicht nur zu sagen, was wir brauchen, sondern auch zu wissen, was wir geben können. Ja, also diese beiden Institutionen und dieser Fachtag steht für mich genau dafür, was wir heute, 2025, tatsächlich gemeinsam machen können. Ja, wir gestalten mit, die Migrantenorganisationen gestalten mit, und ohne Sie, ohne euch geht es gar nicht mehr. Also ich möchte wirklich gerne, dass wir uns das als Botschaft hinter alles Mögliche reinschreiben. Ohne die Migrantenorganisation geht eigentlich Integrationspolitik in Berlin oder Partizipation und Teilhabepolitik nicht. Ihr seid unsere Stützen. Genauso wie, und das ist eben auch der Ort, die Bezirke für uns ganz wichtig sind. Ich spreche jetzt als Beauftragte des Senats. Der Senat ist ja wirklich auf einer Ebene als Bundesland immer, schwebt so ein bisschen über den Dingen. Und wir merken immer wieder, dass das, was vor Ort passiert, das, was vor Ort ankommt, das, wie wir über die Arbeit vor Ort reden, ob wir die Nase rümpfen und sagen, ach, die Bezirke, oder wirklich die Probleme auch verstehen, die uns mitgeteilt werden, dass das total entscheidend ist. Und ich glaube, dass die Botschaft auch beim Senat angekommen ist, dass die Bezirke auch da Mittelpunkt jeder Teilhabepolitik sind, nämlich das, was vor Ort passiert, und dass der Senat mit ganz vielen Programmen die Bezirke eben auch unterstützt. Nicht nur in Form einer engen Kooperation mit den Partizipationsbeauftragten, sondern eben auch, wenn es darum geht, Kultur und Weiterbildung, Bibliotheken, Museen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber hier auf diesem tollen Gelände ist ja auch ein Bezirksmuseum, in dem wir auch mal, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, eine ganz schöne Ausstellung gemacht haben zu der Frage der Geschichte der Migration in Pankow. Ich weiß gar nicht, wie dieser Titel damals hieß, aber das werdet ihr euch wahrscheinlich erinnern. Eine wahnsinnig interessante Ausstellungsreihe, die wir hier dazu gemacht haben. Bezirke sind zentral, der Senat hat es verstanden, deswegen freue ich mich. Ich wurde hier tatsächlich, das gehört irgendwie dazu, dass wenn man Schirmfrau ist und ein bisschen Geld gibt, dass man dann immer so, danke, aber es ist nicht notwendig. Ich wäre auch sonst gerne gekommen und ich freue mich wirklich auf den Austausch und vor allem den inhaltlichen Input von euch. Eine Sache möchte ich gerne unbedingt noch sagen bei meinem Grußwort, und zwar ein paar Worte zu den Bibliotheken, weil das, glaube ich, schon was Besonderes ist, wenn Danilo hier sich einerseits freut, dass wir diesen Fachtag machen und man ihn das irgendwie auch abkauft, wenn man ihn so sieht, aber auch er hat etwas Bemerkenswertes geschafft, nämlich es ist ja nicht eine Bibliothek in Pankow, sondern es sind 8 verschiedene und in der Stadt sind es ja noch viel mehr. Er hat wirklich geschafft, diese Institutionen auch in ihrer Ausrichtung so auszurichten und zu öffnen, dass tatsächlich Sie und wir das Gefühl haben, die Menschen kommen, also egal welcher Herkunft, kommen gerne in diese Orte. Sie gestalten dort mit. Und warum ist das so? Ja, weil man einfach auch merkt, dass die Dinge, die
Sie sich gewünscht haben, tatsächlich auch dort vorhanden sind. Ob es mehrsprachige Literatur gibt, ob es diese Online-Angebote für internationale Zeitungen oder Sonstiges gibt, ob geöffnete Türen für Veranstaltungen, die man auch in solchen Räumlichkeiten macht. Das ist nicht zu unterschätzen, ja, wie viel das ausmacht, dass wir hier diese Veranstaltung machen können. Und vieles, vieles mehr. Ich glaube, das, was ich eben noch gehört habe mit den Döner-Dialogen, das hat mich ja total getriggert. Da möchte ich unbedingt mehr wissen. Aber man merkt, das ist ein ganz, ganz zentraler Ort. Und an dieser Stelle sage ich wirklich auch Danke an Danilo und die Bibliotheken und die Kolleginnen aus den Bibliotheken, dass sie auch verstanden haben, worum es geht in einer Migrationsgesellschaft, nämlich diesen Ort gemeinsam zu gestalten. Da geht wirklich mein Herz auf und ich freue mich wahnsinnig, dass wir diese Veranstaltung hier heute machen, auch unter dieser Überschrift Bibliotheken als Orte der Vielfalt. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Döner-Dialoge, oder wie heißt das? Döner-Dialoge und natürlich alles, was dazwischen passiert. Danke für das Lob, das mir aber nicht alleine gehört, sondern das gehört den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek, die ja auch mittlerweile Teil der Migrationsgesellschaft sind. Wir sind ja eine Verwaltung, die sich geschafft hat, auch ins Personal so zu öffnen, dass wir tatsächlich ein Spiegel der Stadtgesellschaft sind. Das ist ein Unterschied und das fördert uns heran. Also nicht ich, sondern die vielen Kolleginnen, die ihre ganzen Erfahrungen und den Willen mit einbringen, eine moderne Bibliothek zu sein, die die Nutzerin fokussiert, die die aktuellen Themen auf die Agenda bringt und die sich für eine Verbesserung unserer Gesellschaft engagieren. Das ist für eine staatliche Institution nicht üblich, aber meine Hoffnung ist und die Hoffnung meiner Kolleginnen auch, dass staatliche Institutionen sich als Garanten einer demokratischen Gesellschaft verstehen. Und das machen wir. Wir kommen jetzt zu einem Impulsvortrag. Wir haben eigentlich eingeladen Professor Maisha Auma, auch Maisha tut sich. Sie ist Professorin auch in den Gender Studies gewesen und ich hatte das große Glück, auch bei ihr studieren zu dürfen. Sie hat sich von Anfang an ihrer wissenschaftlichen Karriere vor allen Dingen mit Kindheitsforschung beschäftigt. Das heißt, sie hat sich angeschaut, wie werden eigentlich Ausschlüsse produziert in den Institutionen durch kulturelle Praxen, wie wird eigentlich Rassismus fortgeschrieben und wie haben wir eine Möglichkeit, daran zu arbeiten, dass diese Institutionen nicht so verletzend sind, dass sie nicht solche Narben schlagen in die Biografien. Und deshalb haben wir überlegt, Ramsi und ich, ob es nicht gut wäre, sie einzuladen zu einem Impulsvortrag, weil sie auch tatsächlich schon oft mit Bibliotheken zusammengearbeitet hat, bei den ganzen Themenfeldern. Wie können wir eigentlich mit den Rassismen, die in uns sind, so umgehen, dass wir es schaffen, die Gesellschaft so voranzutreiben, dass wir das Stück für Stück abbauen. Und das hat sie bei uns in der Stadtbibliothek Pankow angeboten, als mehrere Workshops und auch als Möglichkeit, in der Universität an Vorlesungen teilzunehmen, sodass wir einen höheren Reflexionsprozess anstoßen konnten und so Stück für Stück Barrieren und eigene rassistische Verstrickungen aufzudecken und anzugehen. Liebe Maisha, herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Pachtag. Wir freuen uns sehr, dass du den Impulsvortrag zum Thema Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur machst. Natürlich hätten wir es gern, dass du live teilgenommen hättest bei dem Pachtag, aber das ging ja bei dir nicht. Und jetzt haben wir eine wunderbare Lösung gefunden. Wir machen ein Gespräch und dadurch wirkt das auch nochmal interaktiver. Ja, guten Morgen, liebe Ramsi. Ich freue mich sehr, dass wir uns die Zeit genommen haben, um hier gemeinsam über das Thema meines Impulsvortrags zu sprechen, das Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur. Und ich wäre natürlich lieber live bei euch gewesen, kann terminbedingt leider nicht vor Ort sein. Und deswegen finde ich diese Lösung, dass wir ein Gespräch führen, wunderbar. Sehr schön. Ich habe mir auch tolle Fragen überlegt. Und ich fange mal einfach an mit dem Thema. Du hast ja einen Artikel geschrieben über das Thema Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur.
Was genau versteht man unter einer Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur? Was heißt das eigentlich? Ja, ich habe mich für diesen Titel entschieden, weil die Kinder- und Jugendliteratur als Abbildung der sozialen Wirklichkeit gilt. Also es gilt als ein Zugang zu der sozialen Wirklichkeit. Und es führt uns ein, es ist eins von den Hauptinstrumente, um uns einzuführen darin, wie die soziale Welt ist. Und es hilft uns, ein Bild von uns selber zu machen, ein Bild von den Menschen, die uns umgeben, die Menschen, die wir lieben, unsere Familie, unsere Communities. Und es hilft uns, ein Fenster in die Welt zu bekommen. Und wenn die Menschen, die in der Gesellschaft sind, sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich als Handelnde zu sehen, also handelnd vorzukommen, problemlösend vorzukommen, dass Menschen mitfiebern können, welche Entscheidung, welche Schritte muss ich machen, wen muss ich einbeziehen. Wenn Menschen sich nicht wiederfinden, wenn Kinder sich nicht wiederfinden, dann ist es schwer, mit ihnen mitzufiebern und ein Gefühl für ihre Lebensumstände zu entwickeln. Und das ist also dieses empathische Gefühl, also nachzuvollziehen, dass Menschen mit bestimmten Themen ringen. Und um das zusammenzufassen, es gibt diese Formel von einer ehemalige Professorin für Bibliothekswissenschaften, Rudine Sims Bishop heißt sie. Und sie hat die hat einen sehr, sehr kurzen Text. Der ist nur 2 Seiten lang. Und dieser Text heißt Windows and Mirrors. Und was Rudine Sims Bishop sagt, ist, dass alle Kinder ausreichend Spiegelerfahrungen brauchen. Also Kinder müssen handelnd vorkommen. Wir müssen sehen, wie eine 5-jährige Rimsie, eine 5-jährige Maisha, also wie wir in Berlin oder wo auch immer wir aufgewachsen sind. Ich bin migriert mit 17 Jahren nach Deutschland, das heißt in Nairobi. Also und auch das geopolitisch, die Verbindung von bedeutsamen Orte, die für die Lebensbiografie wichtig sind, also die müssen sichtbar werden. Und das sind die sogenannten Spiegelerfahrungen. Und für historisch exkludierte, für historisch marginalisierte Gruppen gibt es zu wenig Spiegel. Okay, das wollte ich gerade sagen. Also nicht alle Menschen sind gleich repräsentiert. Ganz genau. Unterschiedlich sichtbar. Ja. Und wie wirkt sich solch ein Empathiegefälle auf die Kinder, die weniger oder gar nicht repräsentiert werden? Ja, also es gibt so ich bin in den 70ern geboren und bin mit einer Literatur aufgewachsen, die zum Teil in der Kolonialzeit entworfen wurde. Also Enid Blyton, Pippi Langstrumpf wurde auch in der Kolonialzeit entworfen. Und die Art von Literatur, die wir inzwischen zur Verfügung haben, ist auf jeden Fall größer als das, was ich in meiner Kindheit zur Verfügung hatte. Aber da fängt das Problem schon an, dass zum Beispiel Mädchen sehr wenig als Hauptfigur vorgekommen sind. Und dann gibt es Studien inzwischen über das ganze 20. Jahrhundert. Und da ist wirklich kontinuierlich bis heute sind Mädchen immer noch unterrepräsentiert als Hauptfigur. Wir würden denken, dass das besser geworden ist. Es gibt unterschiedliche Medien, die es besser machen können. Lego zum Beispiel, die Lego-Werbung in den 70er war eine sehr, sehr geschlechtergerechte Werbung. Die ist schlimmer geworden. Also deswegen, es ist nicht immer nur eine Linie von Fortschritt, sondern entlang von den Studien zu Exklusion und zu Unterrepräsentation ist es nämlich, wenn nicht sozialkritische Bewegungen bestehen und Menschen, IllustratorInnen, AutorInnen, Schulbuchverlage, BibliothekarInnen, Lesepatinnen, die dafür sich einsetzen, dass eine gerechte Repräsentation passiert, dann rutscht das wieder ab. Und dann sind die Gruppen, die eher zu privilegierten Gruppen gehören, die Mittelschicht, zu der ich inzwischen gehöre, auf jeden Fall Menschen, die männlich sind, zum Beispiel Menschen, die keine Behinderung haben, die werden überrepräsentiert. Also bürgerliche Menschen, weiße Menschen, Menschen im globalen Norden werden überrepräsentiert. Und das ist, was ich auch in Kenia gelesen habe, in Nairobi gelesen habe, als ich aufgewachsen bin. Also es ist erstaunlich, wie dieser Kinder- und Jugendliteraturbüchermarkt funktioniert. Der ist global und der ist tatsächlich in diesen Linien von Unterrepräsentation relativ
gleich verteilt in ihrer Ungerechtigkeit. Ist es auch schichtabhängig? Ja? Definitiv schichtabhängig, definitiv schichtabhängig. Die Frage müssen wir uns immer stellen. Meine Mutter ist im Kolonialismus geboren worden. Ich bin 10 Jahre nach der Befreiung, nach der Unabhängigkeit Kenias geboren worden. Und eine Seite von meiner Familie ist aus der Arbeiterinnenklasse. Die andere Seite ist bürgerlich, die Seite von meinem Vater. Und ich bin inzwischen bürgerlich. Ich bin bildungsbürgerlich. Es fällt mir immer sehr schwer, das so zuzugestehen, weil ich sehr mit der Seite von meiner Mutter identifiziert bin, mit Working Classness. Aber meine Realität ist, dass ich ökonomisch privilegiert bin und ich bin bürgerlich. Und ich habe angefangen, mich mehr mit meinen Privilegien auseinanderzusetzen. Ich habe auch Privilegien bezogen auf Ableismus, also bezogen auf nicht behindert werden. Die Art, wie ich mich fortbewege durch Räume, ist immer gedacht und ist immer der Ausgangspunkt von jeder Erzählung. Und dann muss es extra expliziert werden, wenn eine Person sich mit dem Rollstuhl fortbewegt. Und die Kinder- und Jugendliteratur, da es eben halt etwas ist, was wir uns imaginieren, was aus dem Kopf kommt, ist eigentlich ein Ort, an dem wir Inklusion relativ schnell schon schaffen können. Indem wir Selbst- und Weltbilder vermehren und mehr Geschichten haben von Menschen, die sich unterschiedlich durch die Welt, durch die soziale Welt bewegen. Es gab ja diese eine Comic-Erzählung, und in der es heißt, also über Bildungsungerechtigkeit, in der so verschiedene Tiere am Start stehen und die haben genau die gleiche Aufgabe, auf den Baum zu klettern. Und es gibt einen Elefant, es gibt eine Möwe, es gibt einen Affe. Das ist ein sehr schönes Bild übrigens. Das ist ein total schönes Bild, weil die unterschiedliche Lebewesen können nichts dafür, dass das ihre Art ist. Auf dem Boden ist ein Leopard wahnsinnig schnell. Wenn die Aufgabe ist, lauf von Point A to Point B, ist der Leopard irgendwie in einer guten Ausgangsposition. Aber wenn die Aufgabe für alle gleich lautet, auf den Baum zu klettern, dann ist der Elefant schon irgendwie direkt schon ausgeschieden. Und die Idee ist, es gibt auch eine Übersetzung davon mit öffentlichen Bibliotheken, wo es ein ganz, ganz altes Gebäude, ein Altbau gibt und unten steht eine Person, die ein Kind im Kinderwagen hat, eine Person, die frisch einen Unfall gehabt hat, einen Fahrradunfall gehabt, eine Person im fortgeschrittenen Lebensalter, ein Teenie, ohne jegliche körperliche Einschränkung, und die sollen alle einen fairen Zugang zu dieser Bibliothek haben. Also aber wenn die Treppe erstmal da ist, ganz genau, wichtig. Unterschiedliche Voraussetzungen ernst nehmen und Barrierefreiheit, ganz genau. Danke. Und noch eine Frage zu diesem Thema. Wie sollen denn Eltern, Pädagogen, Bibliothekarinnen problematische Darstellungen in Kinderbüchern erkennen? Wie erkennt man das eigentlich? Also das ist ja nochmal ganz wichtig für Personal, die auch diese Kinder ausbilden. Absolut. Also vielleicht 2 Sachen dazu. Die erste Sache ist, es bedarf immer multiprofessionelle Teams, um Büchersammlungen anzuschauen und zu sehen, für wen fehlen Spiegelerfahrungen und für wen fehlen Fenstererfahrungen. Und die Fenstererfahrungen sind immer die Erfahrung von Diversität. Also wenn ich in jedem Buch sehe, dass jede Person überall Zugang zu Räumen hat, weil die nicht mit dem Rollstuhl fahren, dann fehlt mir eine Fenstererfahrung. Es fehlt mir die Erfahrung, wie unterschiedliche Studierende, die auf einem Campus sind, in dem es keine barrierenfreien Zugänge gibt, wie es dann für diejenigen Studierenden aussieht, die eben halt nicht mit ihren Füßen in einen Raum reinkommen, sondern mit einem Rollstuhl in den Raum reinkommen. Oder die eben halt frisch verunfallt sind und die Türen gehen in die Richtung. Ich habe es nämlich einmal gehabt nach einem Fahrradunfall, dass ich eine Gehhilfe hatte und dass alle Türen so aufgehen, dass ich die nicht aufhalten kann und zugleich meine Gehhilfe halten kann. Also deswegen, es fehlen Fenstererfahrungen. Es fehlen Kindern Erfahrungen. Wenn alle Bücher sehr bürgerlich und mittelschichtsorientiert sind, dann fehlen Erfahrungen von denjenigen Familienzusammenhängen, wo eine Elternperson länger erwerbslos ist oder wo Elternpersonen in psychischen Krisen sind. Ich habe mal in der Kinder- und Jugendbuch-Jury gesessen, in der es ein total spannendes, tolles, empathisches Buch gab, über ein kleines Mädchen aus ihrer Point of View, aus ihrer Sicht erzählt von 8- bis 9-Jährigen, deren Vater inhaftiert war. Und wie es ausgesehen hat, die Beziehung zu beiden Elternpersonen, die miteinander immer noch in einer Beziehung waren, aber der eine war eben halt inhaftiert. Also wir brauchen Erzählungen, die an die Diversität des Lebens
erschließen. Also man kann sagen, anschließen. dass die Bibliotheken hier sind ja für alle Menschen. Richtig. Und wenn es für alle Menschen sind, soll es auch die Lebensrealität aller Menschen auch versuchen zu repräsentieren. Ganz genau. Und das passiert aber nicht hinreichend, weil Kinder- und Jugendbücher sind auch, also es ist ja nicht nur eine Autorin, die entscheidet, wie sie das Buch schreibt, sondern sie macht sich auch Gedanken, ob es einen Markt dafür gibt. Und es gibt so bestimmten Themen, die einen sehr großen Markt haben. Ich spekuliere nicht, sondern das sind empirische Studien. Die Hauptfigur sind oft jung und ihre Hunde. Und ich bin ein Katzenmensch, deswegen ketzere ich so ein bisschen, aber eigentlich liebe ich alle Tiere. Aber es ist eine eingeschränkte Welt, wenn die Handelnden, die Menschen, deren Lebensrealitäten es wert sind, weil es ist eine soziale Wertschätzung, ein bestimmtes Art von Leben immer wieder zu zeigen. Es gibt auch marktkritische Studien, die sagen, es ist eigentlich eine schleichende Werbung für eine bestimmte Art von Leben, für ein eventuell heteronormatives, heterosexuelles Leben, für eine bürgerliche Kleinfamilie mit 2 Kindern, wo der Mann mehr verdient als die Frau, die in der Stadt leben oder so. Also das ist tatsächlich das Problem von diesen fehlenden Erfahrungen von Diversität, von den fehlenden Fenster, wenn wir nicht zum Beispiel zeigen, wie das Leben auf dem Land ist und auch nicht ein klischeehaftes Leben von einem Land zeigen, sondern ein vielfältiges Spektrum von Menschen, gestresste GroßstädterInnen, die aufs Land gezogen sind, ökologische Gemeinschaften, die aufgrund von Klimagerechtigkeit unterschiedliche Wohnformen haben. Es gab die Atomprotestbewegung, die auch stark auf dem Land, im Wendland oder so verbreitet sind. Also wenn wir solche Sachen nicht zeigen, dann machen wir Werbung für eine bestimmte, begrenzte Art von dem, wie das Leben sein kann. Und das ist ein Problem. Und es ist vor allem ein Problem, weil es eben halt bürgerliche Lebensmuster bevorzugt und antibürgerliche Kritiken zum Beispiel nicht zeigt, wie Pippi Langstrumpf. Das ist eigentlich Punk-Culture, das ist total wichtig, das ist eigentlich ein total spannendes Beispiel, aber auf der anderen Seite sind sehr stark koloniale Bilder, die ungebrochen sind, koloniale Hierarchien, die ungebrochen sind. Ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt jetzt eingehen, gerne. und zwar auf die Rolle der Bibliotheken, weil das ist heute unser Thema. Die Bibliotheken durchlaufen ja so eine diversitätsorientierte Öffnung. Ja. Also in der Stadtbibliothek Pankow ist zum Beispiel seit 8, 9 Jahren dieser Prozess. Und Bibliotheken sind ja nicht nur Orte, wo man Bücher ausleiht. Ja. Es sind Orte für interkulturelle Begegnungen, es sind inklusive Lernorte, wo auch Mehrsprachigkeit gefördert wird. Zu diesem Thema nochmal eine ganz konkrete Frage. Welche Rolle spielen Bibliotheken in der Förderung von Anerkennungsgerechtigkeit, deiner Meinung nach? Ja, total spannend, Rimsie. Bibliotheken haben auf jeden Fall eine sehr große Rolle in der Ermöglichung von Bildung und Teilhabe. Und vor allem bei dem Teilhabeaspekt, also ist die Frage von dem, welche Möglichkeiten von Partizipation bietet eine Bibliothek eben halt den BesucherInnen an. Und da würde ich gerne von einem Forschungsprojekt, was ich mit Melanie Ramadashan-Bold und Fariba Schulz in den letzten Jahren gemacht habe, kurz berichten. Dieses Projekt heißt Inclusive Youth Literature in Berlin in Glasgow. Eigentlich hieß es in Classrooms in Berlin in Glasgow. Aber es geht nicht nur um das Klassenzimmer, sondern es geht eben halt eher um die Nachbarschaft. Und Bibliotheken und Nachbarschaften sind Orte, wie du schon angedeutet hast, der Begegnung, der Interaktion und auch der Heranführung an unterschiedlichen Aspekte der literarischen Welt. Und ein Aspekt von was wir in Glasgow gesehen haben bei der Bibliothek, ist, dass sie sehr stark darin involviert waren, dass die Schulklassen in der Gegend eigene Ausstellungen gemacht haben. Die sind in die Bibliothek gekommen und die haben im Rahmen ihrer Projektwochen Ausstellungen gemacht. Also die konnten selber, ich nenne das jetzt Kunst und nehme jetzt einen sehr teilhabeorientierten Begriff von Kunst und meine jetzt nicht die Leute, es gab tatsächlich Gemälde, Bilder und Collagen und solche Sachen, aber es gab auch so Stationen, in denen Leute unterschiedliche Gegenstände, Kinder unterschiedliche Gegenstände, in denen sie ihre Selbst- und Weltbilder
gesehen haben, zu Hause mitgebracht haben. Und die Idee war, dass es um Kinder- und Jugendmedien ging, also die sie als inklusiv begreifen. Für mich war die große Überraschung, dass Musik eine sehr große Rolle gespielt hat. Dass sie wahnsinnig viele so Plattencovers gebracht haben. Noch überraschender für mich war, dass sie die Musik ihrer Elternperson mitgebracht haben und gezeigt haben, und das waren vor allem Kinder. Glasgow ist eine Stadt, also auch wie Berlin, eine postmigrantische Stadt, in der es sehr viele Migrationsrealitäten gibt und auch sehr viele transnationale Familiengeschichten und Community-Geschichten gibt. Und da haben Kinder in dieser Musik eben halt gezeigt, was so eine Verbindung ist von so Gruppen, die eingewandert sind aus der Karibik, Westindien, Migrantinnen ins Vereinigten Königreich. Oder die haben aus Indien und Pakistan auch die verschiedenen Einwanderungswellen in die UK gezeigt, haben aber auch Musik gezeigt, die Kolonialismus und die antikoloniale Kämpfe gezeigt haben. Ich war wahnsinnig überrascht, dass so junge Kinder im Grundschulalter so stark noch an die Medien von ihren Eltern hängen. Ich hätte gedacht, dass sie eigentlich eine sehr große Distanz haben. Aber das war nicht der Fall. Und das war jetzt ein Modell, um zu sagen, dass es nicht nur ein passives Empfangen von Wissen ist, in die Bibliothek zu gehen, sondern die Bibliothek ist ein Ort, an dem ich sichtbar werden kann. Mitgestaltet. Ganz genau. Also Interaktion, wie du das angedeutet hattest. Das war für mich ein gelungenes Beispiel dafür. Okay. Also nochmal, um das nochmal zuzuspitzen, was macht eine Bibliothek zu einem inklusiven Ort? Die Öffnung zu den Migranten-Communities sicherlich ist ein Punkt. Ja. Was noch? Also definitiv das, was du angesprochen hast, diese Qualifizierung und Professionalisierung in diversitätsorientierte Bibliotheksarbeit ist wahnsinnig wichtig. Und ich denke, es ist auch eine Qualifikation. Einige Menschen haben manchmal erweckenden Eindruck, dass es eine Qualifikation ist. Wir haben das gemacht, check. Es ist lebenslanges Lernen. Also auch den Umgang mit einer hyperdiversen und postmigrantischen Gesellschaft erfordert lebenslanges Lernen. Auch von mir. Und deswegen ist es nicht einmal was gemacht ist und dann vorbei ist. Und das Zweite, was ich auch versucht habe anzudeuten mit dieser Partizipationsqualität, dass es nicht nur darum geht, Menschen als Kundschaft, also postmigrantische Communities als Kundschaft zu sehen, sondern die zu animieren, das, was in der Bibliothek passiert, in der Maße, wie es möglich ist, mitzugestalten, über Ausstellungen, über dann Ausstellungsführungen zum Beispiel, wo die auch das Gefühl haben, das, was sie zu vermitteln haben, ist wertvoll, also auch die soziale Wertschätzung. Und letztendlich ist ein großes Fundament die Netzwerkarbeit. Und vor allem die Netzwerkarbeit mit Selbstorganisation von historisch marginalisierten Gruppen, also von Migrantinnen Selbstorganisationen, von Selbstorganisationen, die diskriminierungskritisch arbeiten. Ich glaube, da ist Pankow, die Stadtbibliothek Pankow auch ein gutes Beispiel, weil sie haben ja ganz viele Kooperationen mit ganz vielen Migrantenorganisationen, was vor 8 Jahren zum Beispiel nicht der Fall war. Hört sich ja, gut dieser an. Prozess hat sich im Prozess entwickelt sozusagen. Ja. Und dadurch sind auch ganz viele Angebote in das Bibliothek reingekommen. Ja. Also auch, ich glaube, Bibliothek sollte auch ein Ort sein, wo man Räume schafft, auch Räume zur Verfügung stellt an die Communities, wo sie selber gestalten. Ja. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch diese Sonntagsöffnungen und das macht jetzt auch eine Migrantenorganisation, glaube ich, in Pankow. Und sie gestalten selber diesen Tag. Und das ist das, was du auch gesagt hast, dieses Mitgestalten, nicht nur konsumieren, sondern wirklich mitgestalten. Ja, also nicht nur als Klientinnen gesehen werden, sondern tatsächlich ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Mitgestaltung zu haben. Genau. Also eben halt der Zusammenhang zwischen Bildung und Teilhabe zu stärken. Jetzt kommen wir nochmal zu der Literatur. Gerne. Wie können denn die Bibliotheken damit umgehen, diskriminierungssensible Literatur noch sichtbarer zu machen? Ja, also auch das ist ein sehr langer Prozess und auch ein Prozess ein kollektiver Prozess. Das Erste, was ich immer sage, weil ich bin oft gefragt worden, was ist ein gutes Buch? Und es gibt total viele gute Bücher, aber eigentlich wichtiger als das gute Buch ist die Sammlung.
Und die Idee jetzt zum Beispiel, Bücher zu sammeln, die Kinder zeigen, die in ihrer Geschlechtsidentität nicht binär sind, ist schon mal so ein Teil von der Büchersammlung, die ich in vielen Büchersammlungen nicht gefunden habe, auch in meiner eigenen Büchersammlung. Dann die Lebensaspekte von Fluchterfahrung ist inzwischen, glaube ich, ein bisschen stärker schon einbezogen worden, aber nicht aus einer handlungsmächtigen Perspektive, wo die Menschen mit Fluchterfahrung selber erzählen und selber gestalten. Ich habe was mitgebracht, wenn ich mal das erste Buch schon mal zeigen dürfte. Ich habe dieses Buch von Sean Tan mitgebracht. Und das finde ich ist immer ein total gutes Beispiel dafür, weil Sean Tan, also erstmal, es ist ein Graphic Novel, es ist ein Buch, was ohne ein einziges Wort auskommt. Die einzigen Wörter, die hier sind ganz am Ende von dem Buch in der Notiz von dem Autor, in dem Artist's Note. Und ansonsten ist das echt auch wieder wie eine Ausstellung. Es ist ein Graphic Novel, was anfängt mit Porträts. Und Porträts ist eine sehr ungewöhnliche Art, um Menschen mit Fluchterfahrungen, mit Fluchtbiografien zu zeigen, weil zu dieser Lebenserfahrung von Fluchterfahrung gehört eben halt als Masse gesehen zu werden, als irgendwie das Boot ist voll, also diese ganzen Sprachbilder, die eher nicht zeigen, dass es sehr unterschiedliche Lebensläufe sind, die unterbrochen sind durch Gewalt, Krieg, durch unterschiedlichen Umständen und dass es keine leichte Entscheidung ist, an einem Ort oder die gesamte Familie zu entwurzeln von einem Ort und zu entscheiden, an einen anderen Ort zu gehen oder so und dazwischen auch viele verschiedene Orte zu haben. Und dieses Buch ist so eine Möglichkeit, das zu entschleunigen. Und das zeigt in sehr unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Orte, an denen Menschen zu Hause sind. Das hat so was sehr Minutiöses. Es gibt echt eine Doppelseite, die nur Wolken zeigt, zum Beispiel. Und es hat so ein bisschen was von so dystopische Kunst, weil es auch versucht, die Erfahrungen von Gewalt, von Unterdrückung, von rausgeschmissen werden, gerecht zu werden. Und es zeigt wirklich geopolitisch Leute an sehr, sehr Es zeigt auch unterschiedlichen... Emotionen, finde ich. Es zeigt Emotionen, aber es zeigt die Connections, es zeigt die Verbindungen. Es zeigt diese Verbindung in der Erfahrung, da fangen schon die Wolken an. Es zeigt die Verbindung, das ist meine Lieblingsseite. Die besteht nur aus Wolken. Also so sinnbildlich für die unterschiedlichen Stationen. Und es hat so ein ganz kleines bisschen so fast Science-Fiction Element, weil diese Menschen, also eigentlich sieht das sehr stark nach so einer Geschichte von Aufbruch, von Flucht und so weiter. Aber ein ganz wesentlicher Element von Flucht ist Ankommen. Und es zeigt diese unterschiedlichen Arten von Ankommen, die Schwierigkeiten des Ankommens, aber auch die Schönheit des Ankommens. Und das ist das letzte Bild, was ich zeigen werde. Das ist dann in dieser Erzählung, also wir denken nochmal, es sind Imaginationen, es sind Möglichkeiten, Kinder- und Jugendliteratur, oder Literatur überhaupt, ist eine Möglichkeit, um zu kanalisieren, also sowohl Themen zu kanalisieren, Erfahrungen zu kanalisieren, Spiegeln zu erzeugen. Jede Person, die flüchtet und an einem Ort ankommt, bekommt quasi so ein Leittier. Und dieses Tier symbolisiert das Neue von dem Menschen, was der Mensch nicht kennt, was aber irgendwie entstehen muss an diesem neuen Ort. Und der hier fängt schon mit der Fliegenklatsche an, das eigene Tier zu schlagen. Es ist hilarious. Also es ist sehr, sehr süß gemacht. Das ist wirklich einer von meinen Lieblingsbüchern. Und das, was ich finde wichtig an dieser Art von Erzählung, nur als Beispiel, auch von unterrepräsentierter Erzählung in Büchersammlungen, ist, dass es Menschen ermöglicht, eine Verbindung aufzunehmen, wenn die vielleicht noch nicht die Sprache sprechen von dem Ort, an dem sie gekommen sind. Weil dieses Buch kann überall verkauft werden. Leute müssen nicht mal Englisch lesen. Sean Tan ist aus der asiatischen Diaspora, aber lebt in den Vereinigten Staaten und hat ein Buch geschrieben, wo dieser Artist's Note schnell übersetzt werden kann. Aber ansonsten kann das Buch für die Erfahrungen von Bildung und Teilhabe und auch die Erfahrungen von Fenstern, also Fenstererfahrung für Diversität überall eingesetzt werden, weil es eine verbindende
Perspektive erzeugt, ohne Sprache. Und es ist aus der Perspektive von Menschen, die flüchten, geschrieben. Und eben halt nicht irgendwie ein Buch, was eher so karitativ ist. Also nicht über was die eher so Menschen, schreibt, sondern die Armen, genau. ja, aus den Erfahrungen, in der Messiness, in dem, wie es schwierig ist, wie es nicht abgeschlossen ist, wie Leute verzweifeln, wie Leute mit der Fliegenklatsche das eigene Tier irgendwie erstmal versuchen loszuwerden. Aber dann irgendwann entsteht auch eine Verbindung und eine Annahme von diesem neuen Teil des Selbst, was eben halt überleben muss an diesem neuen Ort, weil es auch so Essensschubladen gibt und die Leute müssen anfangen, irgendwas aus den Essensschubladen zu machen, was anknüpft an dem, was ihnen schmeckt, an dem Ort, wo sie zu Hause genannt haben, erinnert. Genau. Ich bin totaler Foodie, deswegen für mich ist Essen total zentral, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, ich habe jetzt hier eine Frage, aber ich glaube, die hattest du zu Beginn schon beantwortet, was so eine gute Repräsentation in Kinderbüchern ausmacht. Das hattest du ja bereits erwähnt, glaube ich, oder? Möchtest du da noch was ergänzen? Ich würde gerne einen Hinweis geben und das nicht zu weit machen. Ich werde es in die PowerPoint, die für die Dokumentation ist, werde ich es auf jeden Fall reinnehmen, weil es eine ganz schöne Konzeption gibt in den Arbeiten der Inklusionsforscherin und Inklusionspädagogin May-Ann Boga. Und sie kommt aus der Disability Justice Movement und Disability Studies, also die Orte, an denen Menschen, Kinder und Jugendliche, die behindert werden, darüber nachdenken können, wie ihre Teilhabe und ihre Partizipationsqualität erhöht werden kann. Und die hat aus dieser Arbeit, aus der gelebten Erfahrung, nicht mitgedacht zu werden und sogar pathologisiert, also nur gesehen zu werden in dem, was man nicht kann, also als Defizit gesehen zu werden, hat diese Konzeption, die nennt das Trilemma-Modell, und sie sagt, um eine gute Repräsentation in diesem Fall zu kriegen, müssen 3 Elemente vorhanden sein. Einmal Normalisierung, also ich lege viel Wert darauf in meinem persönlichen Leben, dass ich auch mal ganz normal als Erziehungswissenschaftlerin, ganz normal als Gärtnerin angesprochen werde und nicht jedes Mal zur Repräsentation von Rassismus, von Schwarzsein, von afrikanischem Leben. Also dass man nicht in eine Schublade, in eine Ecke in einer Ecke und daher dieses Trilemma, ich bin eine schwarze Frau, das ist wahnsinnig wichtig für mein Leben. Und eigentlich ist das Dilemma zu sagen, sprich mich in meiner Realität an, aber ich bin nicht nur diese Realität. Und das hat May-Ann Boga gesagt in der Normalisierung, Kinder müssen Erfahrungen machen von ganz normal. Ich bin ganz normal ein Kind in dieser Klasse, ich werde wertgeschätzt, ich gehöre zu dieser Klasse, wie auch mal also Schulklasse, meine ich jetzt. Ich gehöre zu dieser Schulklasse und das sind die Sachen, die wir hier gerecht in dieser Schulklasse machen. Also ich möchte nicht immer jedes Mal nur angesprochen werden, wenn es um Migration geht. Dann wird jetzt, Tuba muss jetzt ans Wort kommen und immer zu allem, wo es um Migration geht, was sagen. Sondern Tuba mag gerne Astronomie, Tuba hasst Matheunterricht, liebt aber Biologie oder keine Ahnung, also diese unterschiedlichen und auch widersprüchlichen Facetten von uns, dass sie alle abgerufen werden. Weil die Erfahrung ist, dass Menschen, die historisch ausgeschlossen wurden, die historisch marginalisiert sind, dass sie immer wieder gerufen werden, um Dinge zu erklären, die eher zu Krisen, die eher zu dem Nicht-Normalen gehört. Also die Normalisierung, das ist ganz normal. Und zur Normalisierung gehört, dass wenn ich in die Bibliothek gehe, dass ich Bibliothekarinnen sehe, die aus meiner Community kommen. Ja. Ne? Also dass ich gespiegelt werde. Also auch die Einstellung vom Personal mit Migrationshintergrund wäre ein ganz wichtiger Aspekt für die Bibliothek. Personal mit Migrationshintergrund, aber auch Leitungspersonal mit Migrationshintergrund. Es gibt was ganz Witziges, als ich mit meiner Kollegin in Stendal eine Forschung gemacht habe zu Kinder- und Jugendliteratur in der DDR und in Westdeutschland. Aber wir kommen langsam zum Schluss. Jetzt sind wir schon bei der Praxis, da hatte ich auch ein paar Fragen, und zwar... Gerne. Was würdest du empfehlen für Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, mit dieser Kinderliteratur umzugehen? Obwohl, bist du eigentlich auch schon eingegangen, aber vielleicht kannst du noch mal was ergänzen. Oder welche Bücher oder Autorinnen sind für beispielhaft, wenn es um diverse
empathiefördernde Kinderliteratur geht. Kannst du da was empfehlen? Kann ich auf jeden Fall. Du hast ja auch Bücher mit. Die Bücher zeige ich auch gleich nochmal. Ich habe ja schon von Shontan, The Arrival, gezeigt. Also was ich wirklich immer wieder sage, ist, multiprofessionelle Teams sind wichtig. Wenn wir nur aus einer Sichtweise gucken, also zum Beispiel nur aus der Sichtweise von SchulklassenlehrerInnen, dann werden wir nur einen Teil des Problems erfassen. Wir haben in der Studie, die ich erzählt habe, Inclusive Youth Literature, wir haben es dann am Ende des Projekts Empowerment Youth Literature genannt, haben wir die LehrerInnen auch interviewt und wir haben angehende LehrerInnen interviewt. Also wir sind ins Lehramtsstudium gegangen und haben mit angehende GrundschullehrerInnen gesprochen, haben mit ihnen darüber gesprochen, was ihre Lesesozialisation ist, was sie sich gewünscht hätten und was sie empfehlen. Es gibt ja immer so kleine Regale in der Klasse, die Klassenbibliothek, die ich wahnsinnig wichtig finde. Wir haben viele Ideen entwickelt. Wenn wir Zeit haben, können wir noch über ein paar von den Ideen sprechen, wie wir die Klassenbibliothek diverser machen und wie wir dafür sorgen, dass von der Schulklasse ausgehend, dass es genügend Spiegelerfahrung. Weil es ist wirklich ein Problem, wir können uns nicht inklusiv nennen, wenn wir eine Schulklasse haben und wenn es Kinder und ihre Lebensrealitäten gibt, für die es keine Spiegelerfahrungen gibt. Und dann gehen wir nochmal daher und sagen, wenn es eine Schule ist, die in einem bürgerlichen Bezirk zum Beispiel, dann kann es sein, dass sehr, sehr viele Diversitätsfenstererfahrungen fehlen. So, und konkret die multiprofessionellen Teams, etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was bisher leider noch nicht so stark realisiert worden ist in den Kontexten, in denen ich arbeite, ist eine stärkere Verzahnung von den Change-Stationen, von den Change-AkteurInnen im Bereich diverse Büchersammlung. Es gibt, da habe ich auch diesen Text veröffentlicht, ein Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur, ein großes Netzwerk, das nennt sich DRIN-Netzwerk. Und DRIN sind große Buchstaben und die stehen für Diversität, Repräsentation, Inklusion, Normkritik. Oh, das merke ich mir, das hört sich gut an. Und Normkritik, genau. Und die sind ein Netzwerk, was sehr stark aus Personen, die in Deutschland basiert sind, besteht, also vor allem aus postmigrantischen BIPOC-Menschen, die IllustratorInnen sind, die KinderbuchautorInnen sind. Chantal Floss-Sanjon zum Beispiel ist eine prominente Kinderbuchautorin, eine jüngere, eine schwarze Deutsche. Und die sind zusammengekommen mit dem Goethe-Institut Finnland. Und das Goethe-Institut Finnland hat sehr stark so eine Inklusion in der Bibliothekslandschaft während der Pandemiezeit gehabt, in Zoom-Konferenzen. Die haben da IllustratorInnen aus der UK zum Beispiel. Einer von meiner Lieblingsbücher, das habe ich jetzt leider nicht mit, Rocket Says Look Up. Das muss ich noch mal gucken, ob ich das in meiner PowerPoint schaffe, ein Foto davon reinzumachen. Also solche Netzwerke müssen als Ressourcen gebündelt irgendwo zugänglich sein, damit wir nicht mal das Rad neu erfinden. Ich habe dann im Vorfeld von meinem Impulsvortrag habe ich euch ein Brainstorming-Pad geschickt, in der ich unterschiedliche Checklisten, unterschiedliche Studien, Studien aus Deutschland, Studien aus der UK oder aus dem nordamerikanischen Bereich zusammengetragen habe. Irgendwie fehlt ein Ort, an dem gebündelt die Initiativen und ihr Instrumentarium, also sowas wie eine Infrastruktur, das fehlt. Okay. Also das wäre wichtig, nochmal rauszukriegen, wo es eine Förderung für sowas geben kann, weil es müssen Menschen sein, die länger Zeit haben, um daran zu arbeiten, damit wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und nach Checklisten suchen, nach Initiativen suchen. Also das ist eigentlich so das fehlende Puzzlestück aus meiner Sicht. Okay, danke schön. Ich habe noch eine letzte Frage und dann sind wir schon auch am Ende. Ja. Was wünschst du dir für die Kinder- und Jugendliteratur in Zukunft? Wie soll sich perspektivisch da was ändern? Was sind so deine Wünsche, Empfehlungen? Das ist relativ leicht, dann kann ich gleich die Bücher zeigen. Also Genau. wirklich dieses Trilemma. Also dass genug Empowerment da ist, dass genug Normalisierung da ist und dass genug Dekonstruktion da ist. Und die Idee dahinter, weil diese drei Konzeptionen reinzubringen, ist ein Spannungsverhältnis. Es gibt kein Quickfix, es gibt keine schnelle Lösung, sondern es ist eine Arbeit in widersprüchlichen Verhältnissen.
es ist eine Arbeit mit und gegen uns, weil wir sind zum Teil, also ich habe, wie gesagt, mehrere Privilegien, ich habe aber auch mehrere Erfahrungen von Diskriminierung. Und die Idee ist, dass wir eine bestimmte Bescheidenheit an den Tag bringen und wissen, dass wir nicht alles sehen können. Und dass wir auch liebevoll uns selber hinterfragen müssen. Soll ich mal ein paar Bücher zeigen? Dankeschön, ja. So. Shontan und The Arrival habe ich schon gezeigt. Logischerweise ist mir sehr nah am Herzen Sulwe. Sulwe ist eine Erzählung über ein kleines schwarzes Mädchen, die ist Dark Skin. Und die wird sehr viel gehänselt und auch entlang von dem, wie Rassismus gebaut ist eben halt Dark Skin zu sein ein Ort, an dem Menschen sehr viele Erfahrungen von Abwertung und auch Kinder sehr viele Erfahrungen von Abwertung erleben. Das Buch ist von Lupita Nyong'o geschrieben und die hat dieses Buch auf Englisch geschrieben und ich dürfte das ins Deutsche übersetzen. Oh, wow. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich fand's auch, ich bin Bildungsausländer. Ich habe mein Abitur in Kenia gemacht, in Nairobi. Und das fand ich am Anfang sehr witzig, als der Mentor Verlag ausgerechnet mich als Bildungsausländer fragte, ob ich was ins Deutsche übersetze. Ich bin ganz fanat in dieses Buch. Das Buch ist von Vashti Harrison mit diesen wunderschönen Bildern illustriert. Und es ist wirklich eine Geschichte von Entmachtung und von Abwertung und von Transformation, wo mit der Hilfe von vertrauten Erwachsenen dieses kleine Kind, Sulwe, eben halt einen Weg finden kann, um sich selbst anzunehmen. Und um darin anzukommen, dass sie zwar gesellschaftlich abgewertet wird, aber dass es Ressourcen gibt für Empowerment. Okay. Das ist eins. Schön. Dann gibt es hier ein Buch, was aus dem Französischen übersetzt worden ist. Ich will den Namen, mein Französisch ist wahnsinnig schlecht, deswegen versuche ich den Namen Marguerite Aboué, ich hoffe, das ist halbwegs, Chainsaw Massacre of the French Language. Es ist ein Graphic Novel. Und mit dem, was ich eben halt erzählt habe, was wirklich immer noch unterrepräsentiert ist, mit einer weiblichen Protagonistin. Und das ist so ein kleines anarchisches Mädchen namens Akissi. Akissi ist auch so ein Anarchistin, würde ich sagen, also nicht nur Punk-Culture. Und die lebt in einer Großstadt, am Rande von der Großstadt in Côte d'Ivoire. Und Akissi hat alle möglichen Abenteuer, weil die kann nicht still sitzen. Comic? Es ist ein Comic, also Graphic Novel. Und es gibt auch mehrere. Es gibt auch eine von ihrer älteren Schwester. Und die Idee ist tatsächlich in der frühen Kindheit, also ein Kind, aus der Point of View von einem Kind in der frühen Kindheit, die mehrere Missverständnisse irgendwie verursacht, die in der Geschwisterfolge relativ in der unteren Rangfolge ist, die ist oft zu klein, um mit den anderen mitzuspielen, das lässt sich aber nicht gefallen. Okay. Und macht da trotzdem mit und daher auch das mit dem Empathiegefälle, also sehr, sehr kleine Kinder in der frühen Kindheit, die irgendwie noch die haben noch keine Ideen zur Welt und haben keine Lösungsvorschläge, die ist sehr, sehr lösungsorientiert. Die Lösungen sind so ein bisschen problematisch. Das hier war ein Schlager in den Schulklassen, in den Grundschulklassen, wo wir hingekommen sind. Die Kinder haben das total verschlungen und davon gibt es sehr, sehr, sehr wenig. Dann habe ich letztens aus meinem Urlaub mitgebracht A Grandma's Magic und das will ich einer Freundin schenken. Das Enkelkind ist unterwegs, deswegen muss ich da noch ein bisschen dran halten. Meine Freundin ist eine schwarze Frau mit einer Ostsozialisation, die ist in der DDR aufgewachsen. Und das, was ich schön fand, ist das also eine Diversität von dem, was es heißt, Großelternteil zu werden, gezeigt wird. Das ist das, was mich an diesem Buch sehr angesprochen hat und dass es aus der Perspektive von einem Großelternteil erzählt wird. Aber es wird nicht nur aus das Großeltern und ihre einzige Funktion ist eben halt Kinder zu betreuen, sondern sie haben ein eigenes Leben und dazu ist eine reichhaltige Facette, neues Leben zu begrüßen, das in der Familie mit einzubeziehen und ihr eigenes Leben weiterzutreiben. Das finde ich ein total schönes Buch. Das waren alle Bücher. Oh, super. Vielen Dank für die Vorstellung der Bücher und für diesen sehr, sehr interessanten Impulsvortrag. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch mit dir zu führen. Ich bedanke mich ganz herzlich und hoffentlich
laden wir dich auch mal zu einem Fachtag ein, wo du live dabei bist. Unbedingt. Definitiv. Den nächsten Termin werde ich für euch reservieren. Wirklich, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Herzlichen Dank, ja, liebe danke Mascha. dir, Mamsie. Ich begrüße Sie. Ich freue mich, hier zu sein. Ich arbeite auch in der Stadtbibliothek Pankow. Eigentlich bin ich die Öffentlichkeitsarbeit und mache auch Veranstaltungen. Außerdem die Döner-Dialoge, die hier schon erwähnt wurden. Und heute habe ich die Ehre bekommen, unsere Fishbowl-Diskussion zu diskutieren. Es ist meine erste Moderation. Hoffentlich klappt es gut. Wir reden weiter über Bibliotheken, über die antirassistische Arbeit, Diversität und Zusammenarbeit mit Communities. Unsere Podiumsdiskussion hat der Titel Bibliotheken für alle. Weil schon seit einigen Jahren sind Bibliotheken nicht nur Orte des Lesens, aber es sind öffentliche Räume mit Bildungsauftrag und auch wachsenden gesellschaftlicher Verantwortung. Und bei uns liegt es im Fokus die Öffnung von Bibliotheken für unterschiedliche Communities und auch Sprachgruppen natürlich und die konkrete Zusammenarbeit mit Migrantinnenorganisationen. Ich habe auf dem Podium 4 tolle Gäste, die ich euch sehr gerne vorstelle. Ich nehme es von rechts eure Seite. Ist auch meine Kollegin und die stellvertretende Fachbereichsleitung der Stadtbibliothek Pankow, Antje Hausmann. Antje arbeitet in der Bibliothekswesen schon seit 1988 und auch in Pankow. Also sehr lange und die freut sich sehr über die Entwicklung über die letzten Jahre, auch über Veränderungen in unserem Team. Wir haben auch im Team Sprachen geführt und auch über die Bestände in öffentlichen Bibliotheken, die sich verändert haben. Und es wird hoffentlich weiter so gehen. Antje ist auch sehr verreist und was sie auch sehr viel unterstützt, bei uns in Pankow weitere Entwicklungen zu machen, sind ihre Besuche von Bibliotheken in den Niederlanden, Kataloniens, Dänemarks und Norwegens. Weil die zeigen, wie wichtig und erfolgreich es ist, dass sie die Community in den öffentlichen Bibliotheken wiederfindet. Im Medienbestand, in der Veranstaltungsarbeit und auch in der Nutzung des öffentlichen Raumes. Unser zweiter Gast ist Rachel Nahmade. Aktivistin mit Wurzeln in Kamerun, zu Hause in Berlin. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Source d'Espoir und setzt sich für Gerechtigkeit gegen strukturellen Rassismus und Ungleichheit ein. Ihre Arbeit verbindet Menschen, macht ihre Stimmen sichtbar und stärkt die Anerkennung und Feier gesellschaftlicher Vielfalt. Ein besonderer Fokus liegt dabei an Bildung und Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit als Schlüssel der Teilhabe, Empowerment und interkulturellen Dialog. Dann haben wir am Podium Petronella Bordeano. Sie ist Geografin und Pädagogin und hat über 18 Jahre Erfahrung in Bildung und internationalen Projekten. Sie lebt in Berlin seit 2014 und ist aktiv im Verein Korbkultur. Seit dem Jahr 2022 koordiniert sie auch die rumänische Bibliothek, Bibliotheca Frikindeio. Mit ihrer mobilen Bibliothek macht sie Vorlesen zu einer Erfahrung und unterstützt Kinder beim Erwerb der rumänischen Sprache. Neben mir sitzt noch unser vierter Gast, Sheima Alfawi.
Die leitet die Landeskoordinierungsstelle für die Programme Rucksack und Griffbereit bei der RA Berlin. Und zudem ist sie systemische Organisationsentwicklerin, Beraterin und Moderatorin in einem Schwerpunkt auf diskriminierungskritische Arbeit und Sprache. Als Absolventin des Postcolonial Studies forscht sie zu den Auswirkungen der Kolonisierung auf Sprache. Herzlich willkommen. Und ich würde, wenn ich darf, mit erstmal eine Frage an Antje stellen. Wir reden hier über Bibliotheken. Wir haben gesagt, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, auch bei uns im Pankow. Antje, könntest du uns sagen, was ist der Ist-Zustand und wie sieht in der Stadtbibliothek Pankow die praktische Umsetzung einer diversitätsorientierten Öffnung aus? In Bezug auf Personal, Angebote und Zugänglichkeit? Wir sind Gastgeber. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und dass ihr auch so zahlreich da seid. Und ich gebe einen ganz kurzen Einblick über unsere jetzt mittlerweile fast 9-jährige Arbeit im Prozess der diversitätsorientierten Öffnung. Wir hatten tatsächlich das große Glück, erstmal einen Fachbereichsleiter zu bekommen, der diesem Thema offen und interessiert gegenübersteht. Das sind Themen, die ganz häufig auch von oben nach unten funktionieren sollten, um überhaupt in Fahrt zu kommen. Dann hatten wir ein weiteres Glück, und zwar haben wir durch die Kulturstiftung des Bundes das große Glück gehabt, eine Agentin für diversitätsorientierte Öffnung zu bekommen. Die Leslie Kuh müsste vielen bei euch bekannt sein. Sie ist momentan auf Reisen, natürlich, in Brasilien und schaut sich dort Bibliotheken an, um uns dann wieder mit ihren Erfahrungen beglücken zu dürfen, sage ich ganz einfach mal. Aber wir haben Leslie Kuh sehr, sehr viel zu verdanken. Sie ist diejenige, die diesen Prozess, und es ist ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen sein wird, in Gang gebracht hat, in Zusammenarbeit mit unseren vielen KooperationspartnerInnen. Pankow ist eine Großstadt. Wir haben mittlerweile ca. 410.000 Einwohner. Und der Anteil der migrantischen Bevölkerung bei uns im Bezirk Pankow liegt bei ungefähr 23%. Der berlinweite Anteil liegt bei fast 41% durchschnittlich. Das heißt, Pankow ist ein Bezirk, der unterdurchschnittlich migrantische Einwohner hat, mit einer guten und starken Tendenz nach oben, durch Zuzüge, durch Einbürgerung, aber wir sind im berlinweiten Maßstab weit unter dem Durchschnitt. Das muss man einfach so mal sagen. Nichtsdestotrotz ist dieser Prozess bei uns ins Rollen gekommen, gerade durch die Arbeit von Leslie Kuh und durch die Arbeit von Marita, wie Daniele vorhin schon gesagt hat, und durch die vielen Mitarbeitenden oder auch durch die vielen Migrantinnenorganisationen, die die Arbeit und den Kontakt mit uns ganz gezielt gesucht haben. Ich wollte nochmal sagen, der Prozess der Öffnung, der durch Leslie Kuh initiiert wurde oder durch das Projekt der Kulturstiftung, zeigt gerade im Personal, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, als Beispiel unseren Auswahlprozess für unsere Auszubildenden komplett neu zu gestalten. Wir haben diesen Prozess vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir haben uns verabschiedet aus der berlinweiten Vorgabe, einen Eignungstest zu machen, damit Auszubildende oder junge Menschen sich überhaupt für die Ausbildung bei uns bewerben dürfen. Wir haben nämlich spaßeshalber diese Tests mal selber mit Mitarbeitenden, die jahrzehntelang im System sind, durchgeführt. Wir sind alle gnadenlos durchgefallen. Von daher haben wir uns gesagt, es ist jetzt nicht interessant, welche Suchmaschine in der 4. Generation gebraucht wird, um Medien zu suchen, sondern wir interessieren uns dafür, welche Muttersprache sprecht ihr, was sind eure Erfahrungen, wie alt oder wie jung seid ihr. Das ist einer der wichtigsten Prozesse bei uns gewesen, um überhaupt von innen heraus
das Personal diverser zu gestalten. Dann gibt es immer mehr die Chance, QuereinsteigerInnen bei uns in den Beruf reinzubekommen. Das bedeutet, dass auch unsere Ausschreibungsformate für freie Stellen mithilfe unserer Kooperationspartnerin in den Sprachen geteilt, verteilt und veröffentlicht werden, die unsere Einwohnenden in unserem Bezirk sprechen und lesen. Das hat auch einen ganz großen Effekt gehabt. Dadurch konnten wir viele Mitarbeitende innerhalb aus der migrantischen Community gewinnen. Dann gibt es ein Angebot von Seiten des FÖB, also des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken Berlins, für Mitarbeitende mit migrantischen Hintergründen, die aus dem Bibliotheksbereich kommen, um sie in die Bibliothekslandschaft der Stadt Berlin, der öffentlichen Bibliotheken, einzuführen. Es gibt Fortbildungen und Schulungen, wie Berufsabschlüsse aus anderen Ländern anerkannt werden können. Und es gibt sehr, sehr viele Unterstützung, gerade von Seiten der Mitarbeitenden, die das auch schon einmal vielleicht durchexerziert haben oder machen mussten. Weil der erste Aufstieg oder die Ankunft auch im Bibliothekswesen in Deutschland und in Berlin ist nicht einfach. Und da können unsere Mitarbeitenden, die migrantische Hintergründe haben, ein oftmals auch trauriges und anstrengendes Lied von singen. Aber mittlerweile sind wir auf einem guten Weg und ich möchte mal eine kurze Auswahl der Sprachen aufzählen, die unsere Mitarbeitenden innerhalb dieser 8-9 Jahre, in der wir uns in diesem Prozess befinden, sprechen. Das heißt, wir haben in unserem Team in den Bibliotheken in Pankow Mitarbeitende, deren Mutter- oder Vatersprache ist Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch, Ukrainisch, Englisch, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Türkisch, Tschechisch, Russisch, Hebräisch, Lettisch. Und dann versuchen wir tatsächlich auch noch gewaltfrei zu kommunizieren. Das ist eine der Sprachen, die ganz schwer ist. Und auch das gehört mit zu unserem Öffnungsprozess dazu. Aber durch diese Vielfalt im Kollegium können wir jetzt auch besser garantieren, dass die Medien, die wir jetzt für die öffentlichen Bibliotheken anschaffen, korrekt darstellen und sichtbar machen können. Wir haben vorhin die ganze Zeit von Sichtbarkeit und Repräsentation gesprochen. Es ist nicht einfach, Bücher in einer Sprache zu deskribieren, die niemand spricht, um sie korrekt und im Katalog recherchierbar für die Öffentlichkeit darzustellen. Das ist für uns ein entscheidender Vorteil. Durch die vielfältige Sprachlandschaft, die wir mittlerweile bei uns im Team haben, ist uns das viel besser gelungen. Damit gelingt es uns auch, einen größeren Kreis an Nutzenden zu gewinnen und sie auch darüber zu informieren. Diese Sprachen befinden sich mittlerweile im Bestand der öffentlichen Bibliotheken, nicht nur in Pankow, sondern im gesamten Berlin. Wir haben auch von Professionalität gesprochen. Es ist wirklich wichtig, tatsächlich Datensätze, Katalogdatensätze so darzustellen, dass die Personen, die das suchen und recherchieren und damit arbeiten wollen, sie auch finden und sie auch verstehen. Also ganz wichtiger Teil. Dann gehe ich nochmal zu den Veranstaltungsangeboten. Wir bieten mit unseren Kooperationspartnerinnen unsere 8 Standorte für Veranstaltungen der migrantischen Community an und streben dabei auf jeden Fall aber auch immer eine Vermischung an. Also nicht dieses, es ist nur für die oder die Community, sondern unser Ziel ist es tatsächlich, diese Kultur mit allen zu teilen, mit all unseren Nutzenden und noch viel wichtiger mit all unseren Nicht-Nutzenden. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Arbeit. Wir wollen den Raum geben und bieten, offene Räume, sichere Räume, in denen sich die Communities miteinander verständigen können, ihre unterschiedlichen Erfahrungen darstellen können und darüber reden können. Und bei den Erfahrungen, die dieser Prozess bei uns gemacht hat, es ist ein Prozess, muss ich mal sagen. Wir sind angefangen von, würde man sagen, von -10, nicht mal von 0.
Und es ist innerhalb der 8 Jahre so weit gekommen, dass wir ein diverseres Team haben. Wir haben diversere Medienbestände, wir haben Veranstaltungstätigkeit, wir haben Sprachen, wir tanzen zusammen, wir lesen, wir essen zusammen. Essen funktioniert immer am besten in diesem Zusammenhang, also Essen und Kochen auf jeden Fall. Und natürlich gibt es dabei Probleme. Was wir gelernt haben, ist, es hilft eine klare Kommunikation. Und wenn Fehler passieren, und das ist immanent in so einem Prozess, dann hilft es einfach darüber zu reden, die Fehler zu sehen, zu besprechen und zu feiern. Das ist das, was wir uns immer wieder vornehmen. Es gelingt mal so, aber wir haben gelernt, dass Fehler feiern, eine offene, eine freundliche Fehlerkultur ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke, wir werden nachher noch viel Gelegenheit haben, Fehler zu feiern, wenn es nämlich um die Verteilung der Workshop-Räume geht und um den Umgang mit der Technik. Ich warne nur schon mal vor. Was wir in diesem Prozess aber gelernt haben, ist, es hilft Flexibilität, Fantasie, viel Resilienz, weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Stadtbibliothek Pankow uns in einer Organisationsstruktur befinden, die uns per se Grenzen aufzeigt, einfach weil wir zum öffentlichen Dienst gehören. Und da möchte ich für die Stadtbibliothek Pankow sagen, dass wir eine der Organisationen sind, die es gewagt haben oder auch geschafft haben, diese Grenzen ziemlich weit auszudehnen. Sehr fantasievoll, oft mit Erfolg, öfter auch mit Misserfolg, aber das ist unsere Strategie. Ich kann für uns nur sagen, und dann beende ich auch erstmal, wir sind höchst intrinsisch motiviert, dass es funktioniert. Wir wollen, dass Sie zu uns kommen, wir wollen die Stadtgesellschaft in den öffentlichen Bibliotheken in Pankow repräsentieren, auch wenn es bisher nur 23% sind. Aber steigend, haben wir ja gesagt, und wir wollen gemeinsam diesen Raum nutzen und anbieten und bespielen und gestalten. Also das ist unser Anliegen und ich lade Sie nochmal auch im Namen aller Mitarbeitenden ein. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an und in Pankow zumindest finden wir immer einen Weg. Danke, Antje. Ihr habt gehört, wir sind sehr offen zur Zusammenarbeit mit anderen, mit Migrantenorganisationen, auch wie, würde ich sagen, auch andere Bibliotheken und die haben ihre Kooperationen. Und ich würde gerne jetzt unsere Gäste fragen, weil die auch schon mit öffentlichen Bibliotheken kooperieren. Welche Erwartungen oder Bedarfe haben Ihre Communities an öffentlichen Bibliotheken, als Bildungsorte, aber auch als Räume zum Empowerment und Begegnung? Könntest du erstellen? Ja, danke für die Frage. Erwartungen. Ich arbeite seit 2022 mit der Bibliothek zusammen. Und ich kann sagen, am Anfang war es sehr schwierig. Also ich arbeite hauptsächlich mit schwarzen Personen zusammen. Erstmal hatten sie keine Lust, in der Bibliothek zu gehen, weil in der Bibliothek muss man ganz leise sein. Und dann wird immer überall geschrieben leise und für uns ist eigentlich sehr, sehr schwer, leise zu sein. Und das Problem war auch, sie haben keine Literatur in ihren Sprachen, nicht so viel gefunden. Ich rede jetzt erstmal nicht von Pankow, sondern von der Stadtbibliothek hauptsächlich. Und genau, als ich dann angefangen 22 mit der Bibliothek zu arbeiten, dann hatten wir ein 3-jähriges Projekt, wo wir als Espoir einmal im Monat die Bibliothek bespielen sollten. Es war ein umfangreiches Programm. Wir hatten immer Essen dabei, was sehr, sehr gut war. Und dann hatten wir Tänze aus aller Welt, besonders aus Afrika. Und das war
Es war nicht so einfach am Anfang, weil natürlich die Mitarbeiter waren erstmal überrascht. Wie bitte, was ist das? Warum, weshalb, wieso? Warum muss jetzt in der Bibliothek gegessen werden und auch noch getrunken, obwohl Bücher da sind und dann müsst ihr aufpassen. Und es ist gut, wie du sagst, wir haben gestritten, aber dabei gelacht. Ja, wir haben diskutiert, sehr heiß diskutiert und wir haben immer eine Lösung gefunden. Und dadurch haben dann die schwarze Community erstmal die Angst verloren, also das Eis wurde gebrochen durch dieses Zusammenkommen, Zusammenessen, zusammen tanzen. Wir haben wirklich immer getanzt und zwar sehr laut, dass irgendwann mal mir gesagt wurde, weißt du, das sind auch noch Studenten hier, das wäre gut, dass ihr ein bisschen leiser seid. Das war nicht einfach, aber wir haben gesagt, sorry, heute ist unser Tag. Wir sind hier, das ist ein Sonntag im Monat und es geht darum, dass die Community zusammenkommt und dass wir eine empowernde Atmosphäre haben. Wir haben auch Workshops zu Antirassismus immer durchgeführt, was ich sehr, sehr gut fand. Und was noch sehr gut war, dass die BesucherInnen von der Bibliothek selbst, die nicht zur Community gehörten, kamen zu unserer Veranstaltung. Also hatten wir einen Raum geschafft, wo Menschen sich begegnen, auf Augenhöhe sich begegnen und ins Gespräch kamen. Ja, und so hat sich die Bibliothek geöffnet. Für uns war 3 Jahre lang eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, wo ich noch plädiere und ich schaue immer gerne zurück und das ist auch noch nicht vorbei. Wir machen auch weiterhin Empowerment-Workshop oder Veranstaltungen in der Bibliothek zusammen. Das war erstmal unsere Bedürfnisse. Wir brauchten Raum, um sich zu empowern und auch das Eis zu brechen. Und das haben wir gefunden. Aber gleichzeitig koordinierst du auch eine mobile Bibliothek. Also arbeitest du mit öffentlichen Bibliotheken zusammen auch, mit einer mobilen Bibliothek und was sind so deine Vorstellungen, Bedarfe an öffentlichen Bibliotheken? Wie sieht die Arbeit aus? Ja, ich habe seit 2021 schon Vorlesungen auf rumänischen Bibliotheken in Pankow gemacht, durch die bilinguale Märchentage. Nee, das war schon 2019, ich denke. So. Ja. Und dadurch ist auch diese Idee gekommen, dass ja, es gibt viele Eltern mit Bedarf an diese spezifische Sprache den Kindern beizubringen und habe ich eine eigene Bibliothek, die jetzt über 1000 Bücher in Berlin hat zur Verfügung. Nur für Kinder sind die Bücher. Und wir haben am Anfang regelmäßig in Pankow, in Bettina von Anne Bibliothek getroffen, weil der Raum sehr schön war und passend zu unserer Gruppengröße. Und es war sehr interessant, dass bei jeder Vorlesung und passende Aktivität dazu, es gab mindestens 3 Familien, die eine Bibliothekausweis gemacht haben zum ersten Mal. Und das war sehr interessant zu verstehen, dass es war das erste Treffen mit einer Bibliothek innerhalb unserer Lesungen. Und am Ende des Jahres haben wir mit der Bibliothek gesprochen, die haben auch ein Regal auf armenische Bücher erstellt und dann gibt es dort Bücher zur Verfügung. Und ich dachte, okay, jetzt gibt es Menschenbücher hier, ich muss einen neuen Ort suchen. Und durch Kooperation mit anderen Vereinen habe ich auch zum Beispiel in der Kleptokompanie mit Mamis in Bibliotheken Vorlesungen und rumänische Bücher gebracht. Aber wir als mobile Bibliothek sind auch in kulturellen Institutionen präsent. Zum Beispiel, wir bringen Bücher in Museen und lesen vor. Wir bringen Bibliotheken in Denkmale. Ja, wir waren in der Parlament der Bäume, ne? In dieser Todesstrafe, wir haben dort gelesen, die Bücher. Dort würden die Eltern auch nicht hingehen, selber. Was mir berührt, ist
diese Idee von einfach neue Orte zu entdecken. Und das funktioniert in Bibliotheken leider nicht immer, spontan zu sein und eine Planung für ein Jahr zu machen. Und trotzdem die Räume in eigenen Bibliotheken, zum Beispiel im Bezirk, wo ich wohne, sind nicht so viel von migrantischen Organisationen benutzt. Die sind sehr schöne Räume und stehen leer, wenn ich dort mit meinen Kindern bin. Sie sind leer. In Lichtenberg. So, ja. Ich hoffe, der wird nicht mehr der Fall, habe ich gehört. Es gibt neue Erfahrungen aus Pankow nach Lichtenberg gebracht. Das freue ich mich sehr. Genau. Mein Bedarf war wirklich nun nicht nur ein Räume, das war am Anfang, aber auch diese Präsenz der Thema Vorlesen in die rumänische Community. Weil das fehlt. Durch dieses Programm Schritt für Schritt vorlesen, da sind auch Einleitungen auf rumänische Sprache. Es sind 5 Sprachen ausgewählt, wo nach Studien herausgefunden wurde, dass wenig gelesen wurde in diese Sprachen und diese Hilfsmittel habe ich auch immer dabei gehabt. Das habe ich immer von Bibliotheken gehabt, weil ich habe selber keine Anleitungen für Eltern auf rumänische Sprache. Und das war sehr hilfreich. Ich wünsche mich, dass ich auch in anderen Bezirken mit Bibliotheken kooperieren kann. Jetzt finde ich Alternative als ein Museum, einmal ein Verein. Also das Kooperation mit verschiedenen Institutionen ist sowieso sehr hilfreich. Kulturelle Vermittlung zu schaffen auch, das ist hilfreich für meine Bibliothek. Ich freue mich auf eine strukturelle, also Berlin weiter, weil jetzt ist sehr bezirksspezifisch dieses Thema und manche Bezirke sehr stark in diese Themen, aber vielleicht die Communities, die diesen Bedarf haben, sind nicht unbedingt in diesem Bezirk zu finden und dann die Eltern reisen aus eine Stunde weiter weg, hier zu kommen, weil dort einen Raum und eine Möglichkeit gibt. Ja. Dankeschön. Und jetzt würde ich noch gerne Şeyma fragen. Du arbeitest für das Bildungsprogramm, Sprachenprogramm Rucksack und Griffbereit. Könntest du vielleicht kurz uns darüber auch was sagen und dann ein bisschen dazu, wie sucht ihr Bücher für euer Programm oder arbeitet ihr auch schon mit öffentlichen Bibliotheken? Wie sucht ihr den Medienbestand, was euch wichtig ist dabei? Guten Tag. Danke für die Frage. Mir gefällt die Frage von Rachel tatsächlich, wenn ich darauf antworten darf. Deswegen, ich nehme mir einfach die Frage, weil ich, also von der Landeskoordinierungsstelle von Rucksack und Griffbereit gleich erzähle ich, was sind diese Programme, arbeiten wir auch in enger Kooperation mit der Stadtbibliothek Spandau. Und wir organisieren jährlich Veranstaltungen, vor allem zum Thema Literacy und Mehrsprachigkeit. Und du hast ja die Frage gestellt zu Communities, Bedarfe, wie kommt das an den Bibliotheken sozusagen. Und wir haben gemerkt tatsächlich in dieser Kooperation zum Thema Literacy und Mehrsprachigkeit, da entsteht ein Raum für Dialog, wo wir da über Unterschiedliches reden, was in dieser Raum gab es eben vorher nicht da. Und wir haben gemerkt, jetzt 3 Jahre Kooperation, dass oft liegt der Fokus auf mehrsprachige Bücher, neuen Anschaffungen, aber ich finde es auch wichtig, oder das haben wir gemerkt bei dieser Kooperation, es ist auch wichtig, die Communities nicht nur in ihren sprachlichen Vielfalt zu sehen, sondern in anderen Formen von Vielfalt. Das hat auch Maisha Auer vorhin gesagt, es geht nicht nur um welche Erstsprachen oder Familiensprachen da sind, das ist super wichtig, es geht aber auch darum, in welcher Vielfalt dieser Communities denn dargestellt wurden. Ich kann ein Beispiel nennen, was
irgendwie in diesem Raum von Dialog bei der Stadtbibliothek Spandau entstanden ist. Es gab so eine kleine Geschichte, die mit sehr viel Fantasie irgendwie vorbereitet ist. Es ist so ein Material, wo die Kinder dann ihre eigenen Geschichte in ihrer Sprache, Wahlsprache, und auch wenn es keine Sprache ist, sie können diese Geschichte erzählen anhand dieser Materialien. Und in dieser Geschichte ist eine Hexe, die dann auch so angezogen ist mit ihre Kleidungen waren sozusagen, hatten Löcher und so weiter und so fort. Und als sie sich transformiert hat, hat sie anderer Farbe und waren die Kleidungen zum Beispiel glänzender. Also so war das Material. Und da entstand ein Raum für Dialog, wo es hieß, warum verbinden wir tatsächlich Böse sein sozusagen mit einer Form von sichtbaren Armut? Und da ist das Thema Klassismus dann plötzlich irgendwie Thema geworden ist und nicht nur sozusagen die Mehrsprachigkeit und der Zugang sozusagen zu der Bibliothek. Also ist es wichtig, ich sage es nochmal, der Satz ist mir sehr wichtig, das Thema dann auch intersektional zu betrachten, im Sinne von, die Communities sind nicht homogen, sondern es sind vielfältige Communities und es ist wichtig, wenn wir auf die Mehrsprachigkeit achten, dass wir auch auf die Vielfalt sozusagen achten. Und sowas vielleicht entdecken wir nur in dieser Räume von Dialog irgendwie schaffen, wo die Zugänge durch sozusagen unterschiedlicher Programme geschaffen werden und dann können wir über die Dinge reden und dann können wir die Dinge vielleicht gemeinsam ändern. Jetzt muss ich mich an die zweite Frage erinnern. Ich weiß nicht mehr, was das war. Was Rucksack und Griffbereit sind. Ich gucke jetzt in den Gesichtern hier irgendwie im Raum und da sind einige, vielleicht winken einige Menschen, die hier im Raum sind, die bei Rucksack und Griffbereit arbeiten, ihr seht das. Wir sind tolle Koordinatoren und Elternbegleiter in unserem Programm. Also Rucksack und Griffbereit sind Programme der alltagsintegrierten Sprachbildung. Und die Frage, wann fängt das an? Und ich gucke auf meinen Bauch und ich sage, es fängt schon, also wir fangen schon an, wir arbeiten mit Familien und Communities, wo die Kinder schon oder die Menschen schon in den Bäuchen von ihren Muttern sind, weil die Frage der Mehrsprachigkeit, der Vielfalt stellt sich schon, wenn ein Mensch in dem Bauch von der Eltern Teil ist. Und das begleiten wir sozusagen das Griffbereit Mini. Das heißt, wir schaffen Räume, wir arbeiten mit Familienzentren, mit Kitas, mit Schulen, mit unterschiedlichen Trägern, wo wir Familien dabei begleiten, wie in ihrer Familien- oder Auswahlsprache sozusagen ihre Kinder bilden oder mit ihren Kindern basteln oder singen oder was auch immer. Und wir versuchen gegen diesen Mythos zu arbeiten von Deutsch ist Bildungssprache. Das stimmt nämlich nicht. Jede Sprache ist Bildungssprache. Jede Sprache, in der ein Kind was lernen kann, ist eine Bildungssprache. Und was oft entsteht bei uns in diesem Programm, also da treffen sich entweder Eltern mit ihren Kindern und tolle Kursleitungen oder ElternbegleiterInnen und basteln zusammen in ihre Familiensprachen. Oder wenn die Kinder etwas größer sind, also in Kita oder in Schule, dann gehen die Kinder sozusagen, machen ihr Ding und dann treffen sich die Eltern einmal in der Woche in der Kita oder in der Schule und so begleiten zu dem Programm der Kita oder der Schule, dann lernen sie gemeinsam Methoden, Lieder, was auch immer, und das nehmen sie nach Hause und üben sie das mit ihren Kindern. Was jetzt passiert mit den Programmen ist, nicht nur fühlen sich Eltern empowered, in ihrer Erstsprache mit ihren Kindern oder ihre Kinder bei ihrer Bildung zu begleiten, sondern diese Eltern sind auch sichtbar in den Institutionen. Die kommen dahin, die sind nicht irgendwelcher Geister, die, weil sie Berührungsängste mit den Institutionen nicht auftauchen, sondern sie kommen mit ihren Sprachen und ihren Vielfalt und sind anwesend da, unsichtbar. Und dadurch schaffen wir sozusagen bessere Zugänge oder Dialogräume zwischen Institutionen und Eltern. Genau, also so sind die Programme Rucksack und Griffbereit. Und die Frage, die du auch noch gestellt hast, ich habe noch ein gutes, Demenz hat mich noch nicht erwischt, ist, wie gucken wir auf die Bücher und machen sozusagen neue Anschaffungen. Und ehrlich gesagt, wir machen das, es kommt aus allen Ecken. Das heißt, wir haben so viele, also es gibt Eltern, die etwas entdecken und sagen, hey, da ist sozusagen ein Buch, das würde ich gerne irgendwie haben. Wir haben aber natürlich eine Kollegin, ihre Aufgabe ist zu schauen, welche Perspektiven haben wir noch nicht, wie können
können wir das irgendwie darstellen und die Kooperation mit den Bibliotheken und den unterschiedlichen Trägern und Community. Das, was wir gemacht haben, was ich erwähnen muss, ist einer Kollegin, Zainab Khalifa, die heute nicht da ist. In der Corona-Pandemie war das tatsächlich die Frage der Zugang zu mehrsprachigen Büchern war so ein großes Thema. Was machen wir? Und da hat eine Kollegin sozusagen aus dem Programm Rucksack und Griffbereit einfach einen Koffer gekauft. Die hat dann Bücher reingepackt, die vielfältig sind, und sie hat sie einfach ausgeliehen von einem Elternhaus zu einem Elternhaus. Sie hat sie selber getragen über die Jahre sozusagen, damit weiterhin trotzdem Räume entstehen. Das heißt, ich finde die Frage wichtig, wie machen wir es sozusagen in den Bibliotheken, aber wo gibt es denn auch sozusagen andere Räume der Literacy oder der Mehrsprachigkeit? Ich glaube, ich habe auf alle deine Fragen geantwortet. Ich finde es schön, wie viel Kreativität dabei ist und der Einsatz. Und ich würde gerne jetzt ins Publikum fragen. Möchte jemand sich zu uns setzen und Frage stellen oder zum Thema diskutieren? Hat eine Frage, Bemerkung hier an einen von unseren Gästen? Ja, Marita? Komm. Vielen Dank. Also ich denke, ich habe ein bisschen von einer gemeinsamen Geschichte mit jeder Person hier. Und das mache ich immer stark und glücklich. Und eine von den besten Geschichten von unserer Arbeit in Pankow war die Kooperation zwischen migrantischen Organisationen und Bibliotheken. Heute leite ich einen Workshop über dieses Thema. Aber ich möchte auch etwas sagen, so, ich komme endlich von den zwei Welten. Ja? Ich habe viele Jahre in der Verwaltung gearbeitet und auch in der Zivilgesellschaft. Hier muss ich nochmal meine Identitäten aufbauen und über nicht die Perfektion für die deutsche Sprache denken, für eine perfekte Integration. Für mich war wichtiger, die gemeinsame Sprache für uns alle, die ist ein bisschen beyond the mother tongue. Ja? Und ein wichtiger Aspekt war damals die Möglichkeit, eine gemeinsame Thema zu finden. Und dieses Thema war Mehrsprachigkeit. 2014 hatten wir diese Idee gehabt mit unserer damaligen Interessensbeauftragte hier, Katharina Lüscher. Und dann kommen so einfach viele Organisationen dabei, hier, Lingua Pankow. 11 Jahre später sind wir immer wieder aktiv. Und ich freue mich, dass viele von diesen Organisationen hatten auch tolle Inputs an die BFAM-Netzwerk, die jetzt berlinweit sichtbar ist. Weil das ist die beste Expression von allem. So. Was ich denke, ist es für diese Kooperation war für uns, vielleicht als praxisorientierte Reflexion, wichtig, eine wichtige Person in beide Seiten zu haben. Bei uns in der Zivilgesellschaft mit Migrationshintergrund war das Projekt MigraUp. Wir hatten jetzt Arbeiten als Projekt von Success Park, aber wir hatten eine lange Geschichte seit 2015 mit verschiedenen Trägern. Und wir hatten mit den ganzen Organisationen diese Interesse immer zusammengefasst in diese Lingua Pankow Arbeitskreis. Und mit dieser erste einzige, in diesem Moment ich Person oder Remsi war bei uns auch 4 Jahre von unserer Arbeit. Wir hatten auch die Möglichkeit, zuerst mit Danilo weiter zu koordinieren, aber danach kommt Leslie Go. Und das finde ich wichtig. Für die Verwaltung ist es schwierig, manchmal diese bilaterale Kooperationen zu haben. Wenn wir ein gemeinsames Thema, ein gutes Netzwerk bauen können, kann man so denke ich, eine bessere Dialog und die Umsetzung so viele Kooperationen, die heutzutage in Pankow und hoffentlich in anderen Bezirken auch erstellen können. So, bitte vermeiden nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu arbeiten. Das bringt viel. Vertrauen ist wichtig, viel mehr als viele Diplomas. Und dieses Vertrauen haben wir hier. Vielen Dank.
Hallo, ich bin Teresa Young von Migrantas e.V. und seit 5 Jahren machen wir in Berliner Projekten, in Berliner Bezirken das Projekt Bibliothek für Vielfalt. Und diese Frage war ein bisschen für uns ganz wichtig, wie die Communities mit ihrer Sprache in die Bibliothek reinkommen kann. Manchmal gab es, weil ja, die Alphabeten sind in einer Sprache die gleiche als Alphabet in Deutschland, aber wir hatten ganz Schwierigkeiten, zum Beispiel in Lichtenberg mit der vietnamesischen Community, dass sie wollten ihre Bücher haben und das war vom der Amtteil, also wie kann man solche Bücher in das System reinbringen. Und solche Hürde manchmal findet und hilft nicht, diese Zusammenarbeit und diese Vielfalt in Büchern, im Bestand von den Bibliotheken einfach zu machen. Wie bringen wir unsere Bücher, diese Kooperationen zum Glück passt und wir versuchen das immer hinzukriegen und jetzt zum Beispiel wird die afrikanische Community einen großen Bestand bei der Bibliothek in Mitte bringen. Aber ja, ich finde, das manchmal ist sehr kompliziert, was nicht jetzt wie ist der Fall oder die Bestand von Büchern, das von der kolonialen Zeit war nicht möglich, die wegzunehmen von dem System, weil man dürfte das nicht. Das sind Themen, das muss man weiterarbeiten, um unsere Vielfalt frei und wichtig zu leben. Wir wollen auch antworten, wenn wir dürfen. Bei mir, in unserem Fall mit der rumänischen Kinderbibliothek, die Beteiligung findet statt, wenn die Eltern selber einbezogen sind und fangen an, die Bücher mitzubestimmen und vorzulesen und die nehmen aktive Teil an den Vorlesungen und wir schaffen diesen Ort, wo das ist Kinderecke, das ist nein, das gibt es nicht. Die müssen mitmachen und dann findet auch ein bisschen, die Änderung findet statt, wenn die Eltern mitmachen. Also wirklich nicht getrennt arbeiten, Aber das auch die Community selber gestalten und Angebote machen, vorlesen. Genau. Unsere Bibliothek funktioniert auf Basis von Eltern und das funktioniert so und deswegen ist auch so groß geworden, weil sehr viel Interesse daran steht. Danke, Nela. Unsere Arbeit beruht, also Fokus liegt auf die Abschaffung oder Bekämpfung der kolonialen Kontinuität. Und für mich ist es sehr wichtig, dass die Bibliothek weiterhin offen bleibt und auch reflektiert über die Bücherbestände. Und weil viele Bücher, die noch in der Bibliothek vorhanden sind auch noch sehr viel mit kolonialer Struktur oder mit rassistischen Wörtern, was eigentlich nicht mehr sein sollte, besonders wenn wir gerne wollen, dass die Community oder auch die Kinder sich weiterbilden und diese Ausgrenzung oder rassistische Diskriminierung selber bewusst werden. Also das wäre mein Wunsch. Und in unserer Community gibt es auch sehr, sehr viele Schriftsteller und es wäre für mich auch sehr wichtig, die Kooperation aufrechtzuerhalten, dass die Bibliotheken manchmal fragen, okay, welche Schriftsteller habt ihr, welche wollt ihr die Sichtbarkeit verschaffen? Was ich bisher sehr gut finde, ist, Danilo ist auch auf mich zugekommen, hat gesagt, Rachel, die Bibliothek im Buch hat noch keinen Namen. Wir wollen gerne einen Namen geben, wäre gut, eine afrikanische Person, die im Buch, und das fand ich sehr gut, das ist für mich Arbeit auf Augenhöhe und diese Teilhabe, dass wir die Möglichkeit bekommen, mitzugestalten, mitzudenken und die koloniale Struktur gemeinsam abzuschaffen, ist für mich ein Wunsch und ich bin mir sicher, wenn wir weiterhin kommunizieren, das schaffen wir auch.
würde es gerne einfach, also das ist richtig toll, das ist wirklich, wir haben Gänsehaut, also wir reden oft über Neuanschaffungen und welche Vielfalt wir hier darstellen können, und das ist sehr wichtig, aber die Frage von der Dekonstruktion von dem Bestehenden, was ist denn da und warum ist das noch da und wie können wir darüber reden? Und ich finde das auch, das hat nicht nur damit zu tun, okay, wir stellen Menschen von außen ein, Expertinnen, die gucken sich dieses Bestand von Büchern und dann sortieren wir es aus. Entschuldigung, danke Rachel. Ich war in meinem Gedanken irgendwie. Ich finde es auch wichtig, sozusagen strukturelle Änderungen zu machen. Sie haben das auch erwähnt am Anfang. Also wie ändern wir die Bibliothek als eine Organisation? Das heißt, wie arbeiten wir an erster Stelle an der Wahrnehmung und Haltung der Mitarbeitenden einer Bibliothek? Das heißt, wir gucken uns an, wer nimmt denn überhaupt diese rassistischen und kolonialen Kontinuitäten wahr? Können alle MitarbeiterInnen dann auch das wahrnehmen? Werden sie geschult? Aber auch die Frage, wer wird dann eingestellt? Welche Multiperspektivität gibt es in der Bibliothek, sodass sowas denn eben gesehen wird und bearbeitet werden kann? Und ich finde, als du gesagt hast, viele Eltern sind da interessiert und arbeiten ehrenamtlich, da kocht mein Blut, weil sehr, sehr viel tatsächlich Communities leisten eine krasse Arbeit, die unbezahlt ist. Das ist eine Care-Arbeit von Communities, weil sie das brauchen, weil sie merken, ihre Kinder brauchen das. Und dann ist die Frage, wer wird im Endeffekt denn in den Bibliotheken und Verwaltungen eingestellt, um die Arbeit zu machen? Also wer ist bezahlt, wer ist aber dafür eben nicht bezahlt? Und ich könnte sozusagen weitermachen. Also Sie sagen 9 Jahre schon an diesem Prozess und es ist wichtig so, aber es sind so viele Ebenen, die strukturell sind, institutionell, aber auch sozusagen community-basiert, die angeschaut werden sollten. Und es ist nicht nur die Frage, welche Neuanschaffungen, also das ist auch wichtig, ne? Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber da muss auch gleichzeitig überall sozusagen bearbeitet werden. Herzlichen Dank. Ich habe wirklich viel Neues gehört und ich habe auch so, sagen wir sofort so Ideen entwickelt, wie kann man also so als kurdische Community, wie kann man mit Bibliotheken zusammenzuarbeiten, wie können wir damit umzugehen. Danke Rascha, das sind wirklich viele tolle Ideen. Und die Kollegin auch, also das ist wie heißt dein Projekt, also das ist Rumänische Kinderbibliothek. Also genau, so. Ich habe so eine Frage, also kurdische Sprache. Sagen wir so, wir sind stadtlose Sprache. Vorliegt, es gibt so Schubladen. Die Kurden kommen aus der Türkei, aus dem Iran, Syrien. Deswegen, wenn man mit dieser Herkunft oder woher die kurdischen Leute kommen, wenn man so eine Struktur hat, es gibt keine Kurden und es gibt keine kurdische Sprache. Sie haben am Anfang erzählt, so viele Sprachen haben Sie aufgezählt, darunter gibt es keine kurdische Sprache. Wir haben nicht so als Kurdinnen und Kurden, wir haben keine richtige Statistiken, wie viele zum Beispiel richtig genau, wie viele Kurden und Kurdinnen leben in Deutschland, aber fast genau gesagt, 2 Millionen Kurdinnen und Kurden leben in Deutschland. Über 150.000 Kurdinnen und Kurden leben auch in Berlin. Also nicht nur zum Beispiel in Kreuzberg oder Köln, sondern berlinweit gibt es kurdischsprachige Eltern, kurdischsprachige Kinder. Aber es gibt keine, sagen wir so, also so offizielle Zuordnung. Deswegen, es kann sein, zum Beispiel die kurdischen Familien, das nicht so offen kommen und sagen, wo ist unsere Sprache oder unsere Kultur. Ich möchte mich auch angesprochen fühlen oder willkommen fühlen. Das ich immer wieder erwähne, weil wenn man
also keine Unterstützung hat und dass man unter anderen Gruppen gezählt wird, da braucht diese Community oder diese Gruppen tatsächlich also Doppelengagement von Verwaltungsseite, von anderen Gruppen. Und einer davon sind kurdische Community. Sie sind zum Beispiel nicht nur von der gesellschaftlichen Diskriminierung erfahren haben, sondern unter anderen Gruppen haben sie auch Diskriminierung. Ich habe selber oft erlebt, in Schulen zum Beispiel, dass ich für kurdische Eltern in Kurdisch etwas übersetzen wollte. Die sagte mir, nein, mach das nicht, wenn du nicht da bist, dann kann ich nicht in eine andere Gruppe. Sie schließen uns aus. Das kann auch türkischsprachige, arabische oder persische Sprachige sein. Deswegen, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien haben Sie diese Sprachen, also, oder die Sprachen sind hier in der Bibliothek verankert. Warum kurdische Sprache nicht dabei ist? Ja. Also diese Aufzählung, die ich vorhin gemacht habe, die bezog sich auf unsere Mitarbeiterinnen. Alle Sprachen, die ich vorhin genannt habe, werden von unseren Mitarbeiterinnen in der Stadtbibliothek Pankow gesprochen. Es war keine Aufzählung von Sprachen, die wir ausgewählt haben für unseren Bestand. Da wir keine kurdischen Mitarbeiterinnen haben, habe ich Kurdisch da jetzt nicht mit aufgezählt. Also tatsächlich ist die Stadtbibliothek Pankow mittlerweile bei den Teams so divers, dass wir über 15 Sprachen sprechen. Und zur Auswahl des Bestandes, wir haben tatsächlich gemeinsam mit unserer Diversitätsagentin jedes Jahr in unserem Etat eine feste Summe festgelegt für Medien in anderen Sprachen. Und wir haben uns tatsächlich über die migrantische Community überlegt, welche Titel sollen wir kaufen. Wir haben also Titel, Listen und Empfehlungen von unseren KooperationspartnerInnen in die Bibliothek geholt und versuchen, und da muss ich jetzt versuchen sagen, diese Medien anzuschaffen. Und da sind wir wieder bei, welche Strukturen haben wir? Versuchen Sie mal, ein rumänisches Kinderbuch zu bekommen, was nicht nur eine Übersetzung ist von Rumpelstilzchen. Es ist für uns sehr schwer, Medien, die authentisch sind, die aktuell sind und die in den Sprachen unserer Community gelesen und gesprochen werden, hierher nach Deutschland zu bekommen. Und da sind wir dann auch wieder in den strukturellen Problemen. Wir sind als Stadtbibliothek verpflichtet, Lieferanten zu nehmen, wir müssen bestimmte Preise beachten, wir müssen und so weiter und so fort. Das sind dann Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Und von daher ist das tatsächlich auch nicht so einfach und wir müssen dann wieder kreativ werden, was wir ja sind in der Stadtbibliothek. Wenn wir dann also keine Medien haben, dann nehmen wir halt die Menschen, die dann unsere lebendigen Bücher sind. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Also wir sind immer daran interessiert, Titelwünsche zu bekommen von unserer Community, die aktuell sind, die interessant sind, die die Vielfalt widerspiegeln. Dann sind wir daran interessiert, Informationen darüber zu bekommen, wo kann man diese Sachen kaufen, wie bekommen wir sie ran. Und sollte das nicht funktionieren, dann überlegen wir uns andere Veranstaltungsformate. Zum Beispiel unsere lebenden Bücher. Dann sitzen dann die Personen mit ihrer migrantischen Herkunft in der Bibliothek und berichten mündlich, so wie wir ganz, ganz früher angefangen haben, über ihre Kultur, über ihre Erfahrungen, über ihre Märchengeschichten und so weiter und so fort. Und wenn ich die Möglichkeit von Ihnen bekomme, wo kann ich kurdische Literatur bekommen? Gibt es Titel, Kinderbücher, sonst irgendwas? Verspreche ich Ihnen, versuche ich mich zumindest recherchemäßig zu
Also zu aktivieren und zu gucken, was bekommen wir, was können wir ranbringen und so weiter und so fort. Dann werden wir zusammenarbeiten. So machen wir das. Ich sehe jetzt noch Hände hoch. Bitte komm. Erstmal, ich bin Französisch, leite die Kita Pia von Jekmal e.V. Meine Chefin war vorhin hier. Ich würde gerne Ihren Beitrag ergänzen. Meine spezielle Frage wäre, welche Kriterien dürfen Staatsbibliotheken Sprachen auswählen oder nicht auswählen? Wir haben nämlich eine ganz schlechte Erfahrung gemacht mit einer ganz bekannten Staatsbibliothek in Berlin, wo sie die kurdische Bücher rausgenommen haben. Auf Nachfrage haben wir auch gefragt, warum. Da hieß es immer, ist in Bearbeitung, wir schauen nach dem Bestand, sortieren auf und so weiter. Letzten Endes haben sie uns geantwortet, da es nicht so viele Leser gibt, auf der kurdischen Sprache haben wir sie erhoben. Und darf es eine Staatsbibliothek machen und inwiefern, wobei wir gefragt haben, also als Kita, als Einrichtung, als Jekmal, die Organisation und so weiter, wurde trotzdem nicht darauf eingegangen, dass die Bücher nochmal reingeholt werden, wenn nicht ist. Also tatsächlich ist es so, dass die Stadtbibliotheken in Berlin in dieser gesamten Struktur nach ihrer Leistung bemessen und bezahlt werden. Das heißt, wir bekommen tatsächlich Etatzuweisungen danach, wie oft unsere Medien ausgeliehen werden, wie viele Besucher unsere Häuser haben, wie viele Teilnehmer an Veranstaltungen wir haben. Diese 3 sogenannten Produkte müssen wir als Bibliothek bedienen. Jetzt wird es ganz theoretisch, Daniel kriegt gerade eine Krise, aber es ist tatsächlich so. Und es ist wirklich so, wir müssen unseren Bestand aktuell halten, Bücher, Medien jeglicher Art. Und wir machen tatsächlich, jedes Jahr legen wir fest, welche Medien werden nicht ausgeliehen. Wir haben tatsächlich auch Kriterien, weil wenn unser Bestand nicht entliehen wird, kann ich das Produkt Entleihung für meine Stadt, für meinen Senat nicht bedienen, bringe nicht die erforderliche Leistung, bekomme dafür als Stadtbibliothek weniger Geld. Wenn ich weniger Geld habe, kann ich weniger Medien kaufen, kann ich weniger Veranstaltungen machen, kann ich weniger Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir sind tatsächlich in der Kultur dazu verdammt, das Produkt Literatur unter einem kaufmännischen Aspekt zu betrachten, und wenn es nicht entliehen wird, nehme ich es raus. Das ist die reine Lehre. Wenn ich dann jetzt aber natürlich KooperationspartnerInnen habe, mit denen ich Veranstaltungen mache, wenn ich in Kitas gehe und Leseförderung mache, dann brauche ich natürlich diese Bücher und diese Literatur. Und dann gibt es für uns und auch für viele andere Bibliotheken natürlich die Option, Rucksäcke zu packen, wo diese Literatur drin ist, in die Kitas zu gehen, in die Schulen und mit diesem Bestand dann zu arbeiten. Und dann ist es der nächste Schritt, durch diese Aktivität die BesucherInnen wieder in die Bibliothek zu ziehen, die dann fragen, wo ist denn hier das Regal mit der kurdischen Literatur? Ich habe die und die und die Familie, die sucht jetzt danach. Und dann haben sie wieder natürlich den Anspruch zu sagen, hier findet meine Sprache gerade nicht statt. Warum ist das so? Und dann brauchen wir die Aktion von dieser Seite, die wir dann an unsere, sag ich mal, Bezirksämter, BürgermeisterInnen und auch an den Senat geben können, um zu sagen, hör zu, die Kürzung, die ihr uns jetzt gerade wieder überhaupt, die geben wir gezwungenermaßen an unsere Nutzenden oder Nicht-Nutzenden zurück. Und dann findet das in dieser Stadt nicht statt. Aber grundsätzlich kann man mit diesem Argument ganz viel erklären, und es ist dann immer die Initiative derjenigen, die es betrifft, nachzubohren, nachzufragen und einzufordern. Erstmal möchte ich so sehr ganz herzlich bei euch bedanken. So eure Geschichte hat mich sehr inspiriert, und Dankeschön für dein Wort. So, du hast über ein sehr wichtiges Thema für unsere Community, so vietnamesische Community. So, ich vertrete Sprachcafé Vietnamesisch, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, so in Berlin leben insgesamt so 30.000 Vietnamesen, und vietnamesische Community
schätzt die Bildung sehr hoch. Aber warum? Warum kommen die Vietnamesen nicht zu Bibliotheken? Und das liegt daran, so es fehlt die Literatur so aus unserer Sprache. Und seit langem haben wir schon in Kontakt so mit nicht nur der Bibliothek und auch mit Pankow Bibliothek im Rahmen von Märchentagen. Und wir möchten sehr gerne, dass auch so bilingual deutsch-vietnamesische Kinderbücher in der Bibliothek zu sehen oder ausleihen zu dürfen. Oder es gibt auch sehr viele sehr gute vietnamesische Bücher, die so aus ganze weltweite Literatur übersetzt, so auch vietnamesisch übersetzt wurden. Und wir seit langem, aber das hat nicht geklappt. Weil es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, zum Beispiel System, strukturell und so weiter und so fort. Und wir haben in unserer Community gefragt, wir haben so viele Bücher an Spenden bekommen, aber trotzdem, wir haben so die Bibliothek gefragt, okay, können wir die Bücher an Spenden, wir bringen die Bücher, ihr müsst nichts kaufen. Und wir sind Experten für Bildung, pädagogische Fachkräfte. So, es heißt, diese Bücher sind sehr gut geeignet und für die Kinder. Und warum geht das nicht? Das meine ich, so diese Struktur muss irgendwie verändert werden. Ne? Und ich bin sehr dankbar, dass ihr habt gesagt, oder ich weiß nicht wer, aber haben gerade gesagt, so deutsche Sprache ist wirklich nicht nur so Bildungssprache, alle Sprachen sind Bildungssprachen und deshalb brauche ich sehr gerne heutzutage und auch mit euch, ja, Integration für Berliner Senat. Ich möchte sehr gerne, dass ihr so meine Stimme oder unsere Stimme hören von allen migrantischen Organisationen, dass auch die Bücher von unterschiedlichen Sprachen so existieren dürfen in Stadtbibliotheken in Berlin. Vielen Dank. Ich will mal ganz direkt darauf antworten. Also wir haben wirklich händeringend nach vietnamesischer Literatur gesucht. Und bei uns gibt es die Option, das als Spende anzunehmen und dann in die Bibliothek zu geben. Dieser ganze strukturelle Aufwand danach, die dann in den Katalog zu bringen, sie darzustellen, nachzuweisen, woher diese Medien kommen. Ich muss als Bibliothek nachweisen, ist es ein Geschenk, ist es ein Kauf und so weiter und so fort. Das kommt alles noch dazu. Aber es besteht per se die Möglichkeit, Spenden für Medien, die wir nicht hier in Deutschland aktuell besorgen können, zu machen. Da würden wir uns vielleicht auch nochmal einfach bilateral unterhalten. Unsere Podiumsgäste und an euch und alle, die auch gefragt haben. Dann erzählen wir jetzt, die zwei sind Ergebnisse von Partizipation in der Bibliothek. Die sind entstanden in Workshops, wo wir erstmal nur mit Mitarbeitenden der Bibliothek treffen, dann nur mit Migrantenorganisationen treffen und dann gemeinsam. Und dann sind die Programme entwickelt, was ich ob ihr die Möglichkeit hatten, die Plakate dort zu sehen. Und dann gehen wir mit solchen Botschaften auf die Straße. Ich habe das Projekt in Pankow angefangen, 21, da haben wir Rachel kennengelernt. In der Partizipation natürlich Herr Nieder hat uns und Leslie eingeladen. Und ja, dann sind wir in Lichtenberg gewesen, in Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg dieses Jahr Mitte. Und wir laden euch alle zu unserer Abschlussveranstaltung 5 Jahre Bibliothek und Vielfalt Rathaus Mitte. 14. Oktober, 5:30 Uhr. Es wird Max Sandero da sein, die Berlin-Bürgermeisterin auch. Und dann ganz wichtig ist, was haben wir heute? Wir haben über von die 8 oder 10 Plakate, die wir hatten, haben wir diese 2 ausgewählt. Und dann steht Bibliothek, man sieht dann jetzt mit der Aufkleber nicht so viel, in viele Sprachen. Ne? Das ist jemand, das liest, auf Deutsch und Arabisch. Und dann, das ist nicht nur Deutsch und Arabisch, wo man in der Bibliothek die
diese Vielfalt leben kann, sondern mehrere. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und dann hier ist was auf unser Workshop, Mehrsprachigkeit, Bücher, mindestens einmal im Monat in der Bibliothek, Sprache und Kultur, interkultureller Familientag, mehr Begegnungsmöglichkeiten, mehr Freiräume für Begegnung und Bewegung, Vorlesen bei den Eltern beibringen und mehr Lesen als mit Konsole spielen. So, das war das Thema der Sprachigkeit. Und wahrscheinlich möchtest du dann weiter? Ja, und dann haben wir gedacht, okay, was wollen wir draußen als Botschaft auch zeigen? Und dann draußen wollen wir mehr Offenheit, dass in der Bibliothek mehr Offenheit herrscht. Und dann haben wir auch gedacht, es wäre auch gut, dass Koch- und Theaterworkshop mehrmals im Monat in der Bibliothek stattfinden soll. Und dann haben wir gedacht, mehr Arbeit mit Eltern wäre auch sehr, sehr sinnvoll. Und außer die bilinguale Märchentage, die im November stattfinden, wäre auch gut, wenn wir einmal im Monat Märchentagen erzählen würden, also mehrsprachige Märchentage. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch mehr Vielfalt fördern, gesamtgesellschaftliche Aufgaben für geflüchtete Menschen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch gerne vielfältige Personal in der Bibliothek haben. Und genau. Und dann, wichtig ist ja auch die Ressourcen, dass wir auch die Ressourcen sehen, okay, wo bekommen wir die finanziellen Mittel. Es wäre auch gut, weil manchmal ist ja auch wichtig in der Bibliothek, ein paar Workshops durchzuführen, aber viele Leute wissen nicht, dass die Bibliothek auch Gelder hat, um die Referentinnen zu bezahlen. Es wäre gut, wenn sowas auch publik wird. Atmosphase steht da. Also, gutes Atmosphäre. Genau, also wir wollen auch sehr gute Atmosphäre in der Bibliothek haben und mehr Austausch und interessante Konzepte in der Bibliothek und Hausaufgabenhilfe wäre auch gut und Akzeptanz. Genau, und zu Ressourcen haben wir 2 Einblicke bekommen, zum Beispiel Andrea, kannst du dann deine Erfahrungen im Klepto erzählen und auch du, wie war das? Deine Erfahrung mit der Ressourcenbibliothek, wie ist das? Ich arbeite seit langem mit der Bibliothek in Klepto-Köpenick und wir haben die Erfahrung gesammelt, dass die Bibliotheken auch Fonds von diesen Bibliotheksstabfonds haben und dann können die Migrantenorganisationen auch dieses Geld auch zur Verfügung stellen. Und auch noch dazu, es gibt so von dem Masterplan von der Bibliothek, von jeder Bibliothek, die haben auch die Möglichkeit, auch interkulturelle Veranstaltungen zu bezahlen. Und dann es ist eine gute Ressource, dass wir als Zivilgesellschaft haben, ein bisschen mehr die Kultur, andere Kultur in der Bibliothek so beizubringen. Jedes Jahr für Projektanträge auszugeben. Wir haben coole 19 Projektanträge bekommen. Also das heißt, wir werden mit der Rest des Geldes mit Danilo ins Gespräch kommen und gucken, wie können wir einfach Bibliotheken unterstützen. Das heißt, das Thema Mehrsprachigkeit bleibt in Pankow und ich nehme als Aufgabe für das Bezirksamt, für Integrationsbüro mit so einem guten Partner mit euch, dass wir vielleicht zusammen Nummer 1 und Vorbild in Berlin sein. Danke. Genau, ich habe meine Kamishibai gefragt, weil es war bestimmt das Thema des Workshops. Ich bin Frau Legge, ich arbeite für das Französische Institut in Berlin und wir haben eine Bibliothek von 400 Quadratmeter mit mehr als 29.000 Büchern in frankophone Sprache. Also wir haben keine Übersetzungen, sondern nur Bücher in frankophone Sprache aus Algerien, aus Marokko. Genau, und da sind natürlich Kinderabteilungen, Erwachseneabteilungen und in der Alltag, wir benutzen sehr, sehr viel unsere Kamishibai. Ich denke, ein paar von euch kennen schon diese Erzähltheater, aber das ist für uns eine Möglichkeit,
für die Kinder, die können nicht Französisch oder für die einfach Aktivitäten in 2 Sprachen, 3 Sprachen, eine Möglichkeit, einen Mix zwischen Bilderbuch und Theater zu vorstellen. Und vielleicht ist es für die schon kennen ein Kamishibai ein bisschen besonderes Format, das kommt aus Frankreich, aber wir haben mehr als 150 Kamishibai in mehreren Sprachen, Französisch, Deutsch und andere Sprachen. Und das war heute das Thema des Workshops, also wir haben schon über das Geschichte des Kamishibai gesprochen und ein bisschen einfach zusammen erlebt, diese Möglichkeit vorzulesen. Genau, also das war ein bisschen das Thema des Workshops heute. Und das ist ein Ärztejob, das kommt aus Japan und das ist wirklich sehr gut, wenn man nicht die Sprache gut kann, einfach, man kann sich verstecken ganz unten. Oder man kann es auch mitspielen mit der Worte, mit der Bilder. Und für uns ist es wirklich, was wir für Material am besten benutzen, wenn wir wirklich mit mehreren Sprachen arbeiten möchten. Und genau, nicht nur vorlesen, aber auch für die Kinder oder Jugend, die möchten auch vorlesen, ist natürlich viel einfacher, weil man kann genau den Text lesen, aber man kann auch natürlich mitspielen mit das Objekt und diese Möglichkeit ein bisschen wie Theater zu spielen. Genau. Wir haben uns getroffen mit 2 Vertreterinnen vom UNIC-Netzwerk. Das ist das Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute, zu dem unter anderem das Finnische Institut gehört, aber auch die belgische Botschaft, das Institut Français. Und UNIC organisiert verschiedene Kulturveranstaltungen, könnte man sagen. Es ging los mit Veranstaltungen für Erwachsene, unter anderem Babylon Europa oder auch ein Literaturfestival Europa literarisch. Und wir haben uns aber interessiert eben für diese Minisprachkurse, die auch in diesem Jahr wieder anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen stattgefunden haben. Und der war gestern, der 25. und heute. Oder heute ist er, wahrscheinlich treffen wir uns auch deshalb heute hier. Ja, diese Minisprachkurse gibt es seit 2015, habe ich mir hoffentlich richtig gemerkt. Die Idee war tatsächlich, ein Angebot zu schaffen, was sich direkt an Kinder oder auch Jugendliche richtet und sie eben, ja, also für die europäische Idee zu begeistern, zu sensibilisieren und aber auch ganz spielerisch Sprachen zu vermitteln. Und für mich hat es jetzt gut gepasst, weil wir haben tatsächlich einen dieser Kurse vermittelt bekommen, der hat gestern stattgefunden. Ein Griechischkurs, zu dem wir eine 8. Klasse eingeladen haben. Und für die Kinder war das wohl sehr, sehr spannend, mal was ganz anderes. Griechisch war jetzt in dem Fall für alle Kinder sozusagen, die teilgenommen haben, eine neue Sprache, aber es könnte auch sein, dass dann also Sprachen gewählt werden, die von Kindern aus der Gruppe gesprochen werden. UNIC hat auch ein Konzept für diese Minisprachkurse. Es geht dann auch immer darum, in den Sprachkursen nochmal für Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren, also zu erfragen, welche Sprachen bringen Kinder mit, was bedeutet das? Und dann können die Lehrer und Lehrerinnen, die diese Kurse machen, im Prinzip selbst entscheiden, wie sie Sprachen vermitteln. Uns wurde jetzt vorgestellt, wie Französisch vermittelt wird. Zum Beispiel, es ging tatsächlich in dem Fall um belgisches Französisch, deswegen waren Beispiele aus Belgien, belgische Comics, wo verdeutlicht wurde, wie wird mit Übersetzung umgegangen. Genau, zugleich haben wir über das Thema gesprochen, wie aktuell das noch ist, weil das wohl ein Format ist, das Frau Dubois schon länger macht und aber zunehmend feststellt, dass diese Comics den Kindern eigentlich gar nicht mehr bekannt sind. Manches wird auch als problematisch empfunden. Aber da gibt es auch viele Möglichkeiten, das zu aktualisieren. Und die Idee ist auch immer, dass die Kinder, die dann an dem Kurs teilnehmen, irgendwas mitnehmen nach Hause. Hier zum Beispiel so ein kleines erstes Französischheft. Und alle Kinder, die teilnehmen, erhalten ein Sprachdiplom. Mini-Sprachdiplom. Genau. Und jetzt noch zu den Zahlen habe ich es mir richtig gemerkt. Dieses Jahr waren 1000 Kinder ungefähr. Wurden quasi erreicht über verschiedene Sprachkurse in München. Guten Tag. Ich habe heute natürlich über unsere
erfolgreiche Geschichte, Kooperationen mit Bibliotheken und dazu mit vielen anderen Aktoren wie LAR. Deswegen, es war am Anfang eine ganz kurze Erzählung, wie haben wir uns das geschafft. Und es war ganz genau viel Vertrauen, Basis zu schaffen. Das war super wichtig für uns, viele bilaterale oder multilaterale Fachgespräche zu schaffen und diese Kennenlernen auch so wichtig an der Augenhöhe zu arbeiten. Also wir hatten auch dann in diesem Prozess auch viele gemeinsame Events und Initiativen angefangen, wie zum Beispiel die Bilinguale Märchentage, die ist schon bekannt für euch und ich denke, es ist auch neue Ideen oder Inspiration für andere Bezirke. Wir hatten auch gemeinsame Publikationen gemacht und Projekte, also wir haben viel ganz genau auf Augenhöhe gemacht. Und deswegen sage ich nur, das war eine Geschichte von einem Ort von Vertrauens, ne? Vertrauensort, Bibliothek, in Kooperation mit uns. Und danach hatten wir die Möglichkeit, über zwei Highlights von dieser ganzen Arbeit zu sprechen. Eine war unsere Community Map und die andere das Projekt Schlag Berlin ein. Das ist nicht nur lokal, aber es ist auch wichtig mit unserem Kooperationspartner LAR. Und am Ende ein Austausch zwischen die positive und nicht so positive Seiten von dieser Kooperation. Und dann genau. Also ich habe versucht, währenddessen die Teilnehmerinnen sich darüber ausgetauscht haben, das für mich zu notieren. Es sind total viele Kärtchen, ich kann das euch nicht alles lesen, aber also das Wichtige, was rauskommt aus allen Erzählungen, dass eine Stärke, ein Mittel, womit es möglich ist, solche Kooperationen entstanden zu bringen und was zusammen wirksam zu machen, ist ein Dreieckkonzept, wo Organisationen, Vereine, Initiativen zusammen mit der dazugehörigen Community arbeiten an einem Standort, zum Beispiel eine Bibliothek. Und das ist irgendwie ein Erfolgsrezept, was immer wieder kam in der Erzählungen. Dass Sprachen immer an Kulturen angedockt sind und das sichtbar bleibt, damit Vielfalt auch sichtbar wird. Ne? Wenn wir von Spanisch und Französisch und Englisch reden, wir reduzieren das Vielfalt von unserer Gesellschaft enorm. Aber wenn wir von den verschiedenen Communities reden, die alle diese Sprache sprechen, ne? Wie viele verschiedene Communities sprechen Französisch in Berlin oder wie viele verschiedene Spanisch reden oder Englisch reden und so weiter. Viele haben gesagt, Vorbildeffekt, ein Prototyp schaffen, das andere Bezirke oder andere Orte irgendwie anstecken kann. Sichtbarkeit, Community-Sprachen, Menschen, Stärke, Ressourcen werden dadurch sichtbar durch diese Kooperation. Weil zum Beispiel ein Verein, was vielleicht noch nicht sichtbar ist, geht in eine Bibliothek, wo viele Leute kommen und plötzlich erreicht Sichtbarkeit, mehr Leute gehen dahin und das ist wieder eine Kreiswirksamkeit. Es wurde gesagt, klein anfangen auf Bezirkebene und in andere Richtung gehen und irgendwann kommt es hier. Also wir bewegen uns von lokal auf möglichst global. Es sind viele Beispiele gemacht worden. Viele von diesen Beispielen hatten mit Kindern zu tun, weil Familien merken die Wichtigkeit ihrer Mehrsprachigkeit erst, wenn ihre Kinder in eine Kita oder in eine Schule in Deutschland kommen. Zu der schwierigen Punkte. Eigentlich, ich habe total wenig Karten und die sind sehr verwandt. Finanzierung von Personal, Mangel an Medien, Büchern, Filmen, egal. Und Sichtbarkeit. Ich habe Sichtbarkeit einmal in Grün als Ressource und einmal in Gelb als Schwierigkeit. Es ist total schwierig, kleine Projekte sichtbar zu machen. Und dann haben wir noch der Gruppe gefragt, okay, ihr habt gesehen, Berlin schläft ein und unsere Pankow-Map von Mehrsprachigkeit. Was denkt ihr? Könnt ihr das benutzen in eure Arbeit? Und was rauskam, ist, ja, können wir das benutzen, können wir das uns vorstellen. Zum Beispiel, es ist ein Mittel, Eltern zu erreichen. Eltern von Kindern, die nicht Deutsch als erste Sprache haben und die vielleicht
erstmal nicht erreichbar sind von der Schule, von der Kita-Personal, vom pädagogischen Personal, sind durch solche Mittel eben auf der Ebene der Vertrauen und der Wertschätzung vor allem zu erreichen. Und natürlich nochmal Sichtbarkeit, also das, wofür diese Maps sind, ist es Mapping, also Mapping von Communities, sichtbar machen, wie viele verschiedene Communities hier. Es war sehr schön. Und das Projekt wird umgesetzt sehr stark in Kooperation mit den Bibliotheken, mit der Stadtbibliothek Buch und der Stadtbibliothek Karo. Deswegen dachten wir, eignet sich vor allem Fachwerk. Und zum Beispiel eine von die Frage, dass wir gestalten sind in den Workshop, war, was ist wichtig, damit Kinder gut mehrsprachig aufwachsen können. Und da sind wir in den Workshop gestartet. Und das ist illustriert ein bisschen, wie diese mehrsprachige Elternecke benutzt wird. Vielleicht kommt eine Familie mit einer Frage und dann wird in diesen räumlichen mehrsprachigen Elternecke versucht, weitere Antworten auf die Frage, die die Familie kommt, weitergeben. Und es wird so eine Art Blumen gebildet. Und die Idee ist, dass die Familien können auch in ihre Sprache ihr Wort einbringen und vielleicht es gibt andere Leute aus der Community, die ein Wort auch in dieser Sprache haben und auch eine Karte dazu schreiben. Und hauptsächlich haben wir mit 3 Fragen auseinandergesetzt. So, wir haben hauptsächlich 3 Fragen gearbeitet, die richtig zu tun haben mit den Projekten sind, wie erreichen wir die Familien, die Unterstützung brauchen. Weil die Unterstützung ist da, aber das ist eine Herausforderung, dass die Leute dazu zu kommen, teilen. Und die zweite war, wie kann eine gute Unterstützung für geflüchtete Eltern aussehen, worauf sollen Kräfte darauf achten. Zum Beispiel da assoziierende Erfahrungen in die Gruppe hatten wir zum Beispiel aufmerksam und sensibilisieren, die Sensibilisation von den Fluchtwegen zum Beispiel. Das ist dann bei den Kindern vielleicht ein Trauma da steht, die eigenen Fachkräfte in Kita zum Beispiel nicht darauf achtsam sind. Und die nächste zum Beispiel war, welche Chancen und Herausforderungen sind hier bei der Umsetzung des Konzepts, vor allem Kita und Schule. Und das war auch sehr interessant, alle Perspektiven zu sehen, die Ideen, die dazugekommen sind, auch teilweise ein bisschen kreativ sein, wie hier schon gesprochen wurde. Zum Beispiel einfach nicht vielleicht direkt in die Institution, aber auch dazu direkt mit den Elternvertretern in Verbindung zu kommen, ne? Mit den Lehrern direkt, wenn manchmal nicht da die Wege ein bisschen sich begrenzen. Was noch dazu? Vielleicht kann ich noch sagen, dass ein bisschen die Gedanke ist, wie kann Mehrsprachigkeit der Zugang zu sein und in der Schule und in der Kita zu kommen und ein bisschen, hoffentlich wie die Stadtbibliotheken, ein bisschen in diese Richtung zu gehen, dass eine diversitätsorientierte Öffnung gehen, diesen Weg gehen. In die Erfahrungen, die in der Gruppe geteilt worden sind, kann man schon wieder mehr merken, die Schule viel Sensibilisierung gegenüber mehrsprachige Kinder gibt. Und da ist immer noch viel Arbeit fällig. Und vielen Dank für alle, die an der Workshop teilgenommen haben und für die Idee und Erfahrungen. So, hallo, hier ist das Sprachcafé Polnisch. Ich bin Jora und Agatha. Wir wollten euch 3 Formate vorstellen, die das Sprachcafé bei sich realisiert, an 2 Standorten, einmal in Pankow, einmal in Südschöneberg, die sehr gut geeignet wären in Kooperation mit Bibliotheken. 2 davon haben wir bereits ausprobiert in den Bibliotheken und ein Format ist relativ neu, das machen wir seit einem Jahr. Der Titel ist, also das war Books Around the World Book Club. Das ist ein Buchclub in der englischen Sprache. Es werden Bücher ausgewählt
zu Hause gelesen und einmal im Monat zusammen besprochen in englischer Sprache. Damit erreichen wir Menschen aus der ganzen Welt, die lesen mögen. So werden auch Kulturen kennengelernt und so weiter. Man kann sich gut vorstellen, dass es zum Beispiel in den Bibliotheken so eine Art Globus gibt oder sogar Flachgestell, wo die Bücher und die Autoren und die Kulturen und die Sprachen platziert werden, um die Vielfalt der Welt in Berlin präsent zu machen. Dann haben wir über unsere interaktiven mehrsprachigen Vorlesen für Kinder. Das ist ein Format, was wir eigentlich schon seit 13 Jahren machen in Pankow. Vor 13 Jahren ist das Sprachcafé entstanden. Das sind offene Runde, wo einfach Bücher vorgelesen werden, intergenerationell, das heißt Kinder und Eltern und Großeltern, vielleicht und Geschwisterkinder zusammenkommen können. Es gibt eine Vorleserin, das haben wir auch ausprobiert, wenn eine richtige Buchautorin die Bücher selbst vorgelesen hat, auf eine sehr interaktive Art und Weise. Das Format sorgt für starken Zusammenhalt, für Integration, aber auch um Bücher kennenzulernen, Sprachen kennenzulernen und Kulturen kennenzulernen. Sehr empfehlenswert in jeder Sprache variabel. Und für alle Altersstufen. Und dann haben wir auch Speak Dating gespielt. Ja, Speak Datings haben wir neulich vorgestellt auf dem Ball der Vielfalt in Pankow, aber auch im August im Kulturzug Berlin-Breslau. Wenn jemand die Strecke gerne fährt, hatte die Möglichkeit vielleicht gehabt, dieses Format kennenzulernen. Wir haben jetzt gerade zusammengezählt, seit 10 Jahren spielen wir dieses Spiel, dieses Format im Sprachcafé. Zweimal im Monat in Pankow und einmal im Monat am Südkreuz. Dafür haben wir sogar extra Spielkarten erstellt. Diese Spielkarten, das sind Karten, die man einfach so ziehen kann, sich einen Partner suchen kann und die Karte soll zu einem Gespräch anregen. In welcher Sprache? In jeder Sprache. Das sind entweder Bilder oder hier Themen oder Fragenvorschläge in 3 Sprachen. Wir haben die in Polnisch, Deutsch und Englisch, aber die Teilnehmenden kennen bestimmt eine der Sprachen und können dazu noch seine eigene Sprache auswählen. Also auf die Frage, wie viele Sprachen kommen im Sprachcafé zusammen, wissen wir nicht wirklich, vermuten aber vielleicht 100. Wenn wir sagen, Berlin spricht fast 130 Sprachen, dann ist es sehr gut möglich. Hier sind die Flyer und die Karten zur Einsicht, die sind hinten gerne und die kann man auch kaufen im Sprachcafé. So ein Set kostet 20 €. Die sind wirklich bei uns ausprobiert und wir haben die zusammengestellt, haben die erarbeitet. So, wir haben keine Materialien, weil alles, was wir in unserem Workshop verwendet haben und gemacht haben, steht als Installation jetzt in der Kinderbibliothek und ihr könnt das besuchen. Nur die Menschen sind zurückgekommen. Genau, wir haben so einen praktischen Ansatz benutzt, eine Methode entdeckt, welche wir Beziehungen erstellen können, Beziehungen machen können zwischen Büchern, Menschen und Räumlichkeiten. Und wir haben so durch Farben und Zettel unsere Ideen und Ideen aus den Büchern zusammengebracht und verbunden. Und jetzt sieht der Raum ein bisschen anders aus als vorher. Und der Workshop ist eigentlich eingerichtet für Einrichtungen und Menschen, die mit Bibliotheken arbeiten, mit Büchern arbeiten. Und auch Kita-Leitungen, Kita-Erzieherinnen waren in unserem Workshop und wir fanden das sehr inspirierend, zusammenzuarbeiten. Sehr konkret zu den Ergebnissen kann Marina mehr erzählen. Wir machen das umgekehrt, aber okay. Genau, nach diesem Experiment haben wir einige Fragen zur Auswertung ausgegeben und Frage, die gezogen wurde dann beantwortet. Fragen, die gezogen wurden, hießen, was nimmst du heute mit, was war für dich schwieriger, als du dachtest, was war für dich einfacher, als du dachtest und welches Buch hättest du sonst nie genommen. Und genau, bei der Frage, was nimmst du heute mit, wir fanden es interessant, wie
diese Praktik in andere Kontexte übertragen wurde, also zum Beispiel Kita. Wir haben sehr sprachbezogen oder ja, schriftbezogen gearbeitet, aber also die Kollegen haben auch gesagt, dass es wunderbar auch mit Zeichen geht, also dass man mit kleinen Kindern auch auf die Bücher so reagiert, dass man ja, Symbole und Zeichen benutzt. Die Frage, was war für dich schwierig, als du dachtest, das war so ganz schön. Also Hemsti meinte, sie ging mit einem Anspruch, ein Buch zu finden, was ihr besonders gefällt oder was sie anspricht. Und das war für sie sehr schwierig. Also sie wollte ein Buch auf Kurdisch finden, wusste wiederum, dass es kein Buch auf Kurdisch geben wird hier. Und genau, das war irgendwie also diese Schwierigkeit, etwas Alternatives zu finden. Und daraufhin haben wir ein Gespräch angefangen, dass im digitalen Raum viel mehr Sprachen zu finden sind. Und wir hatten eine interessante Diskussion dazu, auch darüber zu sprechen, wie man diese Formate, also analog und digital, besser verbindet, an die Menschen bringt, welche Menschen, also wir haben über die Unterkünfte, über Geflüchtete gesprochen und die Erfahrungen mit Digitalität waren sehr unterschiedlich, auch unter den Geflüchteten, also manche haben mehr Zugänge, andere nicht, aber da steckt unglaublich viel Potenzial. Und zum Digitalen, also einer der Übungen war, wir haben Bücher in Sprachen gesucht, die wir nicht verstehen und haben versucht, sie zu erahnen, was da steht. Also wir haben übersetzt, intuitiv, ausgehend aus den Bildern in diesen Büchern oder aus den Wörtern. Und im nächsten Schritt haben wir digitale Tools zur Übersetzung genutzt. Und das war für einige auch eine große Erleichterung oder Hilfe, schnell ins Gespräch zu kommen. Und ja, genau. Anschließend, also welches Buch hättest du sonst nie genommen? Da gab es auch ein Buch über Ramadan, was eine Teilnehmerin nie genommen hätte, weil das nicht die Realität abbildet. Und das ist ja, wer also Interesse hat, wir haben alle Bücher auch mit Fäden markiert, nur ein Hinweis. Also durch diese Erkundung kamen sehr viele verschiedene Aspekte raus, die Bücher betreffen, aber auch unsere Zugänge zu Menschen, die damit arbeiten. Ich war sehr aufgeregt, weil dieser Fachtag, unser erster Fachtag nach 2020, nach der Pandemie eigentlich war. Und der Aufwand an Organisation, logistischer Aufwand, das war nicht ohne. Aber ich glaube, wir haben das gemeinsam mit Danilo, mit dem Team des Stadtbibliotheks und mit dem Jekmal-Team und mit der Steuerungsrunde BFAN ganz gut auf die Reihe gekriegt. Wir haben das so gut organisiert. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Mails rumgeschickt wie in den letzten 2 Wochen. Genau, also es war ein wunderbarer Fachtag und ich bin jetzt froh und es war genauso. So habe ich mir es nicht vorgestellt. Ich habe es mir gut vorgestellt, aber so gut nicht. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, an die Förderer, natürlich an erster Stelle auch an Stadtbibliothek Pankow, die uns diesen Fachtag ermöglicht hat und finanziert hat. Ich möchte mich nicht nur für die finanzielle Förderung bedanken, sondern auch für unsere langjährige, gute Kooperation, Beziehung, wirklich so eine herzliche Beziehung, die wir miteinander haben. Das bedeutet mir sehr viel und ich glaube, dieser Fachtag war auch der Höhepunkt unserer Kooperation. Herzlichen Dank dafür, lieber Danilo. Es war eine Freude, ist immer eine Freude, mit dir zu arbeiten. Ich glaube, wir sind ein gutes Duo. Das kann man sagen, glaube ich. Ja. Dann bedanke ich mich auch nochmal bei der Volkshochschule Pankow für die Bereitstellung dieser wunderschönen Räume. Wir haben hier zum ersten Mal einen Fachtag
gemacht, also wirklich schön, von der Atmosphäre her. Katharina ist weg, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Schirmherrschaft, für ihre kontinuierliche Unterstützung, aber sie wird das sicher irgendwo hören, trotzdem sage ich das gerne. Die Danksagung ist etwas lang, aber ich versuche das kurz zu machen. Ich weiß, ihr seid alle müde. Ich möchte mich auch herzlich bei allen unseren Migrantenorganisationen, unseren Netzwerkpartnern, die heute auch ganz aktiv mitgewirkt haben, bei den vielen Workshops, wo wir uns vielleicht etwas übernommen haben, aber dennoch war es gut, wir haben das hingekriegt. Herzlichen Dank für die Mitwirkung, nicht nur für die Workshops, auch für die super Öffentlichkeitsarbeit, für diesen Pachtag. Ihr habt Werbung gemacht, ihr habt das in euren Communities geteilt, in euren Sprachen. Herzlichen Dank dafür. Und dieser Pachtag hat es so in sich, was so die Organisation, Planung, Umsetzung anbelangt. Da sind ganz viele Personen beteiligt. An erster Stelle natürlich auch unser JECMAL-Team, die vielen Mitarbeiter, die mich heute hier unterstützt haben, bei Catering, bei Aufbau, bei den Infotischen. Herzlichen Dank an euch alle. Ich möchte nicht namentlich erwähnen, weil ich sowieso jemanden vergessen würde. An das JECMAL-Team ein großes Dankeschön. Ein großes Dankeschön auch an das Team von Stadtbibliothek Pankow, an die Namen kann ich alle auch nicht erwähnen, aber ihr wisst, ich habe mit euch allen kommuniziert. Herzlichen Dank. Und an unsere Steuerungsrunde DEFAN, weil ohne die hätten wir diesen Pachtag nicht so gut geplant. Wir hätten die inhaltliche, also Sie haben ganz wesentlich mitgewirkt an der inhaltlichen Planung, an allen diesen Programmpunkten, die hier heute stattgefunden haben und auch uns heute unterstützt beim Anmeldetisch, Infotisch, überall. Herzlichen Dank an euch alle.